»Bleib still, folge mir, bleib still«, sie sagte, »folge mir.« Daniel Whitmore war gerade aus der Haustür getreten und richtete seine Uhr, während er Telefon und Autoschlüssel in einer Hand hielt. Er blickte mit einem Ausdruck leichter Verwirrung, aber auch leichter Ungeduld auf sie herab. »Warum? Was ist los? Wohin bringst du mich?« »Ich bin spät dran, bitte, Herr Daniel«, sagte sie leise und nahm ihn an der Hand. »Kommen Sie mit mir. Lassen Sie sich nicht sehen.« »Lassen Sie mich sehen?« »Wer?« fragte Daniel. Doch sie führte ihn bereits vom Steinweg weg zur Seite der Einfahrt, wo eine Reihe großer dekorativer Pflanzkübel zwischen den Büschen und der offenen Sicht zum Haupttor stand. Das Mädchen kauerte sich hinter die Pflanzkübel und zog sanft an Daniels Ärmel. »Bitte, gehen Sie in die Hocke.« Daniel zögerte einen Moment, dann hockte er sich neben sie. Sein Anzug streifte den Kies. Von ihrem Versteck aus konnte er das Haupttor und die schwarze Limousine sehen, die draußen mit laufendem Motor wartete. Der Chauffeur stand neben dem Wagen. Daniel rückte etwas näher und sprach leise. »Warum verstecken wir uns? Warum kann ich nicht zu meinem Wagen gehen?« Sie zeigte diskret zum Tor. »Das ist nicht Ihr Chauffeur«, sagte sie. Daniel runzelte die Stirn. »Natürlich ist es mein Chauffeur. Er arbeitet seit 3 Jahren für mich.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Daniel, Ihr Chauffeur öffnet die Tür immer mit der rechten Hand, weil er die Schlüssel in der linken hält. Ich sehe ihn jede Woche, aber heute hat dieser Mann die Tür mit der linken Hand geöffnet und das Nummernschild des Wagens ist anders. Eine Zahl stimmt nicht.« Daniel schaute noch einmal hin, diesmal genauer. Der Wagen sah gleich aus, gleiches Modell, gleiche Farbe. Doch in diesem Moment wurde ihm klar, dass er das Nummernschild an diesem Morgen nicht angesehen hatte. Warum sollte er auch? Es war sein Wagen. »Sie sagten, das würde passieren«, fuhr sie leise fort. »Gestern hinter dem Glashaus stand ich nahe den Bäumen und sah meinem Vater bei der Arbeit zu und hörte Ihre Frau mit einem Mann sprechen. Sie sagten, der Chauffeur würde ausgetauscht werden. Sie sagten, Sie würden es nicht bemerken, weil Sie immer in Eile sind.« Daniel sagte nichts. Sie sagten, wenn Sie in den Wagen steigen, würde er Sie nicht zum Flughafen bringen. Sie machte eine Pause. Er würde Sie an einen Ort weit weg von hier bringen, einen ruhigen Ort, wo niemand Sie hören könnte. Sie sagten, Sie hätten ihn schon bezahlt. Daniels Kiefer spannte sich leicht. »Du sagst mir, meine Frau ist daran beteiligt«, sagte er langsam. »Verstehst du, wie ernst das ist?« Sie nickte. »Ja, Herr Daniel, deshalb habe ich Sie aufgenommen.« Das Mädchen griff in ihre Tasche und holte ein Telefon heraus. Doch bevor sie etwas drücken konnte, klingelte Daniels Telefon in seiner Hand. Er sah auf den Bildschirm. Elizabeth. Er nahm ab. »Daniel, wo bist du?« hörte er die Stimme seiner Frau durchs Telefon. »Ich habe dich gesucht. Der Chauffeur sagt, du bist noch nicht am Wagen. Du wirst zu spät kommen.« »Ich bin unterwegs«, sagte Daniel, seine Augen immer noch auf den Wagen am Tor gerichtet. »Ich bin in 1 Minute da. Beeil dich«, sagte sie. »Du darfst diesen Flug nicht verpassen. Wir sprechen seit Wochen über dieses Meeting.« »Ich weiß«, sagte Daniel. »Ich komme.« Er legte auf und steckte das Telefon in die Tasche. Dann stand er hinter den Pflanzkübeln auf und klopfte den Staub von seiner Hose. »Ich muss gehen«, sagte er. »Ich kann kein Unternehmen von hinter einem Pflanzkübel aus leiten.« Bevor er einen weiteren Schritt tun konnte, nahm das Mädchen ihn wieder fest an der Hand. Plötzlich überraschte ihn die Stärke ihres Griffs. »Herr Daniel«, sagte sie leise, »wenn ich mich irre, dürfen Sie wütend auf mich sein. Mein Vater könnte seinen Job verlieren. Wir könnten gehen müssen. Aber wenn ich recht habe und Sie in diesen Wagen steigen, werden Sie nicht zurückkommen.« Daniel atmete langsam aus. »Du sagtest, du hättest sie gehört«, sagte er. »Was genau hast du gehört?« Sie senkte ihre Stimme noch weiter. Sie sagten, sobald Sie am Wagen wären, würden Sie Ihnen Ihr Telefon und Ihre Brieftasche abnehmen. Sie würden Sie an einen kleinen Ort bringen, wo niemand Sie hören könnte. Sie sagten, Sie würden Sie dort festhalten und Ihnen kein Essen geben, bis Sie zu schwach wären. Danach würden alle denken, Sie seien verschwunden. Mit der Zeit würde das Versicherungsgeld an Ihre Frau gehen. Daniel spürte etwas Kaltes langsam über seine Brust kriechen, doch er schüttelte den Kopf. »Meine Frau stand an meiner Seite, als ich nichts hatte«, sagte er leise. »Sie ist keine perfekte Person, aber sie ist niemand, der mir so etwas antun würde.« Das Mädchen schaute plötzlich zum Gartenweg und zog an seinem Ärmel. »Herr Daniel«, flüsterte sie, »kommen Sie mit mir. Lassen Sie sich nicht sehen.« »Wen sehen lassen?«, fragte Daniel. Doch sie bewegte sich bereits geduckt entlang der Seitenhecke und führte ihn in den hinteren Garten nahe dem Glashaus. Sie hielten hinter einer hohen Buschreihe an. Von dort aus konnten sie den Steinweg sehen, der vom Haus zum Glashaus führte. 2 Personen gingen langsam diesen Weg entlang. Elizabeth Whitmore, in einem hellen Kleid, ihre Hand auf dem Arm eines Mannes, den Daniel noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hielten nahe der Glashaustür an, wohl denkend, sie seien allein. Der Mann sagte etwas, das Daniel aus dieser Entfernung nicht hören konnte,
Aber Elizabeth lachte leise, dann streckte sie die Hand aus, berührte das Gesicht des Mannes und küsste ihn. Daniel Whitmore rührte sich nicht, machte keinen Schritt nach vorne, sagte nichts, stand einfach nur hinter den Büschen, seine Hand noch halb erhoben, wo er gerade seine Uhr hatte richten wollen. Elizabeth presste ihre Stirn an die des Mannes und sagte, diesmal laut genug, dass Daniel sie hören konnte. Nur noch ein kleines bisschen, sagte sie. Wenn das alles vorbei ist, müssen wir uns nicht mehr verstecken. Ich liebe dich. Daniel Whitmore hatte das Gefühl, als wäre ihm die ganze Luft aus den Lungen gerissen worden. Doch er gab keinen Laut von sich. Neben ihm sagte das Mädchen nichts. Sie musste nichts sagen, denn in diesem Moment verstand Daniel endlich, warum sie ihm gesagt hatte, er solle still sein und ihr folgen. Daniel Whitmore bemerkte nicht, dass er aufgehört hatte zu atmen, bis sich die beiden Figuren nahe dem Glashaus trennten und in verschiedene Richtungen gingen. Seine Frau ging langsam, ruhig, elegant zurück zum Haus. Es war dieselbe Frau, die Wohltätigkeitsessen organisierte und für Fotos lächelte. Der Mann ging in die andere Richtung, die Hände in den Taschen, als hätte er keinen besonderen Ort, wohin er gehen müsste. Daniel blieb vollkommen regungslos hinter den Büschen stehen. Minuten zuvor war er ein Mann in Eile, um einen Flug zu erwischen. Ein Mann, der über Verträge, Zeitpläne, Zahlen und Meetings nachdachte. Jetzt war er ein Mann, der in seinem eigenen Garten stand, seine Frau einen anderen Mann küssen sah und sie »Ich liebe dich« sagen hörte. Neben ihm rührte sich das Mädchen nicht. Nach langer Zeit sprach Daniel, doch seine Stimme klang anders, als gehörte sie einem älteren Mann. »Das Telefon«, sagte er leise. »Die Aufnahme. Kann ich sie noch einmal hören?« Sie nickte und reichte ihm sofort das Telefon, als hätte sie auf diese Frage gewartet. Daniel nahm das Telefon und sah es einen Moment lang an, bevor er auf Play drückte. Diesmal hörte er anders zu. Das erste Mal hatte er mit Schock zugehört. Jetzt hörte er als ein Mann, dessen Leben von jedem Wort abhing. Die Aufnahme begann mit dem Geräusch des Windes, der durch die Blätter strich, dann das Knarren der Glashaustür, dann Elizabeths Stimme. Sobald der Ei am Wagen ist es vorbei. Er wird den Flughafen nicht erreichen, und wenn jemand merkt, dass etwas nicht stimmt, wird er bereits verschwunden sein. Daniel schloss für einen Moment die Augen, hörte aber weiter zu. Die Stimme des Mannes antwortete ruhig, praktisch. Der Chauffeur weiß, wohin er ihn bringen muss. Der Ort ist bereit, keine Kameras, keine Nachbarn. Er bleibt dort, ohne Telefon, ohne Essen, bis er versteht, dass er nicht zurückkommt. Elizabeth wieder, jetzt leiser. Und die Versicherung? Du bist die Begünstigte, sagte der Mann. Wenn er für verschwunden erklärt wird, geht das Geld an dich. Du musst nur warten. Es gab eine kurze Stille auf der Aufnahme. Dann sprach Elizabeth wieder. Und diesmal klang ihre Stimme auf eine Weise kalt, wie Daniel sie noch nie zuvor gehört hatte. Ich habe ihm 15 Jahre gegeben, sagte sie, 15 Jahre meines Lebens. Wenn ich gehe, gehe ich nicht mit leeren Händen. Ich gehe nicht mit nichts. Die Aufnahme endete. Daniel öffnete die Augen nicht sofort. Er stand einfach da, das Telefon in der Hand haltend, lauschte der Stille, die blieb, nachdem die Stimmen verschwunden waren. Als er schließlich die Augen öffnete, sah er das Mädchen an. »Hast du das alles verstanden?« fragte er. »Nicht alles«, sagte sie ehrlich. »Aber ich habe verstanden, dass sie irgendwo hinbringen und nicht zurücklassen würden. Und ich habe verstanden, dass sie über Geld sprachen, wenn sie verschwenden.« Daniel nickte langsam. Dann blickte er zum vorderen Teil des Grundstücks, wo die Einfahrt zur Straße führte. »Ich wäre fast in diesen Wagen gestiegen«, sagte er leise, mehr zu sich selbst als zu ihr. Sie antwortete nicht. Daniel sah wieder auf das Telefon. »Als du das aufgenommen hast, haben sie dich gesehen?« »Nein, Herr Daniel«, sagte das Mädchen. »Ich war draußen, nahe den Bäumen. Sie waren am Glashaus. Sie konnten mich nicht sehen. Ich habe nur meinem Vater bei der Arbeit zugesehen, als ich sie sprechen hörte. Dann habe ich das Telefon meines Vaters benutzt.« Daniel nickte wieder, immer noch nachdenklich. Dann stellte er eine Frage, die selbst ihn überraschte. »Warum hast du es deinem Vater nicht sofort gesagt?« Sie dachte einen Moment darüber nach, bevor sie antwortete. »Weil mein Vater hier arbeitet, und wenn ich mich geirrt hätte, könnte er seinen Job verlieren. Und wenn ich recht hätte, dachte ich, dass vielleicht die falschen Leute es vor ihnen erfahren würden.« Daniel sah sie lange an, nachdem sie das gesagt hatte. Er gab ihr das Telefon vorsichtig zurück. »Du hast das Richtige getan«, sagte er. »Du bist zuerst zu mir gekommen.« Sie nickte einmal. Daniel blickte wieder zum Glashaus. »Weißt du, wer der Mann war?« Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Gestern habe ich sein Gesicht nicht klar gesehen. Ich habe nur seine Stimme gehört. Heute war das erste Mal, dass ich ihn sah, als sie mit mir kamen.« Daniel nickte langsam. Er würde sich dieses Gesicht merken. Manche Gesichter musste man nur einmal sehen. Nach langem Schweigen sprach er wieder. »Von jetzt an sprichst du mit niemandem darüber, außer mit mir. Nicht mit dem Chauffeur, mit niemandem am Haus, mit niemandem, der dich fragt. Verstehst du?« »Ja, Herr Daniel«, sagte sie. »Und du bleibst in der Nähe deines Vaters«, fuhr Daniel fort.
Geh vorerst nirgendwo auf diesem Grundstück allein hin. Sie nickte wieder. Daniel blickte zum Haus. Irgendwo in diesem Haus war seine Frau. Eine Frau, der er 15 Jahre lang vertraut hatte. Und jetzt fühlte sich plötzlich jedes Zimmer wie ein Ort an dem er vielleicht nicht die Wahrheit wusste. Er richtete langsam seine Jacke wie ein Mann, der sich auf ein Meeting vorbereitet. Aber dies war kein Geschäftsmeeting, dies war etwas völlig anderes. »Danke«, sagte er zu dem Mädchen. Sie schien überrascht. »Wofür?« »Dafür, dass du mir die Wahrheit gesagt hast«, sagte Daniel. »Die meisten Menschen in meinem Leben sind sehr vorsichtig mit dem, was sie mir sagen. Du warst nicht vorsichtig, du warst ehrlich. Das könnte mir das Leben gerettet haben.« Er begann, zum Haus zurückzugehen, dann hielt er inne und blickte zurück. »Was du heute getan hast«, sagte er, war sehr mutig. Nicht, weil du keine Angst hattest, sondern weil du das Richtige getan hast, obwohl du wusstest, dass es dir und deinem Vater Ärger bereiten könnte. Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, also stand sie einfach da und hielt das Telefon mit beiden Händen. Daniel Whitmore ging zurück zu seinem Haus wie ein Mann, der einen Ort betrat, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Alles sah gleich aus. Der Marmorboden, die hohen Fenster, die teuren, stillen Möbel, die niemand wirklich benutzte, aber jetzt bemerkte er etwas, das er noch nie zuvor bemerkt hatte. Wie still dieses Haus wirklich war. Es war keine friedliche Stille, es war eine leere, stumme Stille. Er ging in sein Büro und schloss die Tür, etwas, das er tagsüber zu Hause fast nie tat. Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch, schaltete aber den Computer nicht ein. Stattdessen saß er einfach da, die Hände auf dem Schreibtisch, und starrte ins Leere. Nach langer Zeit nahm er sein Telefon und suchte eine Nummer, die er seit Monaten nicht angerufen hatte. Martin Huber. Als Martin abhob, klang seine Stimme entspannt. »Du solltest jetzt eigentlich in der Luft sein. Hast du endlich gelernt, Urlaub zu machen?« »Martin«, sagte Daniel mit ruhiger, aber anderer Stimme. »Ich brauche einen Gefallen, und ich brauche, dass du genau zuhörst.« Martin schwieg für eine Sekunde. Er kannte diesen Ton. Es war nicht der Ton eines Mannes, der nach Verträgen oder Meetings fragte. »Ich höre zu«, sagte Martin. »Ich brauche, dass du alles über die Versicherungspolizen meiner Frau herausfindest«, sagte Daniel. »Lebensversicherung, Begünstigte, Daten, alle kürzlichen Änderungen. Ich will alles.« Es gab eine Pause. »Das ist eine seltsame Anfrage«, sagte Martin langsam. »Ist etwas passiert?« »Ja«, sagte Daniel. »Das erkläre ich dir später. Sag mir jetzt, wenn ein Ehemann verschwindet, nicht als tot bestätigt, nur verschwunden, kann die Lebensversicherung trotzdem ausgezahlt werden?« Martin antwortete diesmal nicht sofort. Als er es tat, war seine Stimme ernster. »Ja«, sagte er, »aber es dauert seine Zeit. Normalerweise muss ein Gericht die Person nach einer bestimmten Frist für rechtlich tot erklären. Warum fragst du das?« Daniel blickte aus dem Fenster in den Garten, zum Glashaus. »Weil ich glaube, jemand plant, dass ich verschwinde«, sagte er. Stille. Dann sagte Martin leise, »Das ist nichts, was Leute normalerweise als Scherz sagen.« »Ich mache keine Witze«, antwortete Daniel. »Glaubst du, es ist ein Geschäftsproblem oder ein persönliches Problem?«, fragte Martin. Daniel dachte an die Aufnahme, an die Stimme des Mannes, an die Art, wie Elizabeth gesagt hatte, »Ich habe ihm 15 Jahre gegeben. Ich gehe nicht mit nichts.« »Beides«, sagte Daniel, »aber vor allem persönlich.« »Soll ich die Polizei rufen?«, fragte Martin. »Noch nicht«, sagte Daniel schnell. »Wenn ich jetzt zur Polizei gehe, wird es ein Skandal. Wenn es ein Skandal wird, fangen alle an zu reden. Wenn alle anfangen zu reden, könnten diejenigen, die das planen, fliehen oder ihren Plan ändern.« »Was willst du dann tun?«, fragte Martin. Daniel lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schloss für einen Moment die Augen. »Ich will zuerst die Wahrheit wissen«, sagte er. »Nicht, was ich denke, nicht, was ich fühle. Die Wahrheit, dann entscheide ich, was zu tun ist.« Martin schwieg einen Moment lang. Dann sagte er, »Okay, ich fange mit der Versicherung an. Und Daniel, sei vorsichtig, wem du vertraust, bis wir mehr wissen.« Daniel hätte fast gelacht, doch es gab nichts Lustiges daran. »Genau das ist das Problem«, sagte er. »Ich fange an zu merken, dass ich vielleicht nicht weiß, wem ich vertrauen kann.« Nachdem er aufgelegt hatte, saß Daniel wieder schweigend da. Seine Augen wanderten langsam durch das Büro. Auf dem Regal hinter seinem Schreibtisch standen Fotos. Eines davon war vor 15 Jahren aufgenommen worden. Er und Elizabeth vor einer kleinen Wohnung, beide jünger, beide lächelten, als ob die Welt gerade erst begann. Daniel stand auf und ging zu dem Foto. Er nahm es in die Hände. »Ich habe ihm 15 Jahre gegeben«, hatte sie auf der Aufnahme gesagt. Daniel sah die jüngere Version seiner selbst auf dem Foto an. Dieser Mann hatte geglaubt, Erfolg würde alles schützen, dass er, wenn er nur hart genug arbeitete, ein Leben aufbauen könnte, in dem ihn nichts berühren könnte. Er stellte das Foto wieder an seinen Platz. Ein sanftes Klopfen kam von der Bürotür. Herein. Die Tür öffnete sich langsam und Elizabeth trat ein. Sie lächelte, als sie ihn sah,
doch das Lächeln erreichte ihre Augen nicht ganz. »Da bist du ja«, sagte sie. »Ich war am Eingang, und sie sagten mir, du bist nie in den Wagen gestiegen. Was ist passiert? Hast du den Flug verpasst?« Daniel sah sie lange an, bevor er antwortete. Er bemerkte kleine Dinge, jetzt die Art, wie sie stand, die Art, wie sie sein Gesicht vorsichtig beobachtete, bevor sie widersprach. »Ich habe beschlossen, nicht zu gehen«, sagte er ruhig. Sie runzelte leicht die Stirn. »Nicht gehen? Daniel. Dieses Meeting, ich weiß«, sagte er. »Ich werde es neu ansetzen.« Elizabeth trat etwas weiter in den Raum. »Geht es dir gut? Du siehst müde aus.« »Ich habe nicht gut geschlafen«, sagte Daniel. Dieser Teil war zumindest wahr. Sie nickte langsam. »Du arbeitest zu viel«, sagte sie leise. »Das sage ich dir seit Jahren.« Daniel studierte ihr Gesicht, während sie sprach. Er versuchte zu erkennen, ob die Frau vor ihm dieselbe Stimme war, die er auf der Aufnahme gehört hatte. Dieselbe Stimme, die so ruhig darüber gesprochen hatte, wie lange ein Mann ohne Essen überleben könnte. Elizabeth sagte nach einem Moment, »Wenn mir etwas passieren würde, ginge es dir gut, oder?« Die Frage schien sie zu überraschen. »Was ist das für eine Frage?« »Antworte einfach«, sagte er. Sie verschränkte leicht die Arme. »Ja, Daniel, wir haben eine Versicherung. Der Anwalt hat das alles vor Jahren arrangiert. Warum fragst du das?« Er nickte langsam. »Ich wollte nur sicherstellen.« Elizabeth sah ihn lange an, als ob sie versuchte, etwas hinter seinen Augen zu lesen. »Du machst mir ein bisschen Angst«, sagte sie mit einem kleinen Lachen. »Zuerst sagst du eine wichtige Reise ab, dann fragst du mich, was passiert, wenn du stirbst? Was ist los?« Daniel lehnte sich gegen seinen Schreibtisch. »Hast du jemals das Gefühl, jemanden wirklich nicht zu kennen?« fragte er leise. »Auch nach vielen Jahren?« Elizabeth lächelte ein wenig. »Sicher«, sagte sie. »Menschen ändern sich.« Daniel nickte. »Ja«, sagte er. »So ist es.« Für einen Moment sprach keiner von beiden. Dann kam sie näher und küsste ihn leicht auf die Wange, wie sie es schon tausende Male zuvor getan hatte. »Versuch dich heute auszuruhen«, sagte sie. »Du siehst aus, als bräuchtest du es.« Als Elizabeth das Büro verließ und die Tür hinter sich schloss, blieb Daniel Whitmore völlig still und rührte sich lange Zeit nicht. Denn jetzt wusste er etwas, das die Welt ganz anders erscheinen ließ. Der gefährlichste Teil seines Tages war nicht gewesen, in den falschen Wagen gestiegen zu sein. Es war gewesen, jemandem am Esstisch gegenüber zu sitzen, der darauf wartete, dass er verschwand. An diesem Nachmittag tat Daniel Whitmore etwas, das er seit Jahren nicht getan hatte. Er schaltete sein Telefon aus. Nicht ganz, er schaltete es nicht vollständig aus. Aber er stellte die Anrufe, die E-Mails, das ständige Vibrieren von Menschen, die Entscheidungen, Genehmigungen, Antworten brauchten, stumm. Zum ersten Mal seit langer Zeit saß er in seinem eigenen Büro und ließ die Welt auf sich warten. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und versuchte nachzudenken, nicht als CEO, nicht als Verhandlungsführer, nicht als Mann, der ein Geschäftsproblem löst. Er versuchte nachzudenken wie ein Mann, dessen Leben ihm fast genommen worden wäre, ohne dass er es bemerkt hätte. Sein Geist überflog das letzte Jahr, dann die beiden Jahre davor, wie jemand, der alte Briefe neu liest und plötzlich Sätze sieht, die etwas anderes bedeuten. Jetzt Elizabeth hatte angefangen, mehr ohne ihn zu reisen. Sie sagte, es sei für wohltätige Arbeit, Veranstaltungen, Besuche bei Freunden. Daniel hatte es nicht hinterfragt, weil er selbst auch ständig reiste. So hatte ihre Ehe lange Zeit funktioniert. 2 beschäftigte Menschen, die sich ein Haus, einen Nachnamen und einen Kalender teilten. Er erinnerte sich an Nächte, in denen er spät nach Hause kam und das Haus dunkel vorfand, außer einer einzigen Lampe am Wohnzimmer. Manchmal schlief Elizabeth. Manchmal sagte sie, sie habe bereits gegessen. Manchmal sprachen sie 5 Minuten und dann öffneten beide ihre Laptops und arbeiteten weiter. Er hatte sich selbst gesagt, das sei normal, so sähe das Erwachsenenleben aus. Die Liebe nach vielen Jahren werde ruhig und praktisch. Jetzt fragte er sich, wann das Ruhige leer geworden war. Ein sanftes Klopfen kam wieder an die Tür. Herein. Diesmal war es die Haushälterin, Frau Steiner. Eine Frau in ihren späten 60ern, die länger in dem Haus gearbeitet hatte als fast jeder andere. Sie führte das Haus wie ein Schiffskapitän sein Schiff. Leise, effizient und mit Augen, die alles sahen. »Herr Whitmore«, sagte sie. »Ihre Frau bat mich, Sie an das Abendessen heute Abend mit den Harpers zu erinnern. Um 7 Uhr. Daniel sah sie einen Moment lang an. »Sagen Sie es ab«, sagte er. Sie schien leicht überrascht. »Absagen? Sie sagen das Abendessen mit den Harpers selten ab. Sagen Sie ihnen, es ist etwas dazwischen gekommen«, sagte er. »Arbeit, das ist immer glaubwürdig.« Sie nickte, ging aber nicht sofort. Sie stand einen Moment lang da und studierte sein Gesicht, so wie ältere Menschen es manchmal tun, wenn sie denken, dass etwas nicht stimmt, aber nicht direkt fragen wollen. »Ist alles in Ordnung, Herr Daniel?«
fragte sie sanft. Daniel dachte über diese Frage nach. Es war eine so einfache Frage, doch er merkte, dass er nicht mehr wusste, wie er sie beantworten sollte. Ich bin mir nicht sicher, sagte er ehrlich. Sie nickte langsam, als ob sie mehr verstand, als er tatsächlich gesagt hatte. Wenn Sie etwas brauchen, bin ich da, sagte sie und schloss dann die Tür sanft. Daniel stand auf und ging wieder zum Fenster. Von seinem Büro aus konnte er einen Teil des Gartens und den Weg sehen, der zum kleinen Haus des Gärtners führte. Er sah den Gärtner in der Nähe des Zauns arbeiten, langsam, methodisch, wie immer. Und nicht weit von ihm saß das Mädchen auf einer niedrigen Steinmauer und sah ihrem Vater bei der Arbeit zu, genau wie am Vortag, als sie das Gespräch gehört hatte, das alles verändert hatte. Sie spielte nicht mit einem Telefon, sie rannte nicht hin und her, sie saß einfach da, beobachtete, dachte nach. Daniel bemerkte etwas damals, etwas, das ihn gleichzeitig dankbar und beschämt fühlen ließ. Die einzige Person in seiner ganzen Welt, die ihm die Wahrheit gesagt hatte, ohne etwas dafür zu wollen, war ein kleines Mädchen, das in dem kleinen Haus hinter seinem Garten lebte. Alle anderen in seiner Welt, Partner, Konkurrenten, sogar Freunde wollten etwas. Verträge, Zugang, Einfluss, Geld. Aber dieses Mädchen hatte den Job ihres Vaters riskiert, nur um ihn zu warnen. Daniel nahm sein Telefon wieder und rief Martin an. Ich brauche mehr als nur die Versicherungsinformationen, sagte er, als Martin abhob. Ich brauche, dass du herausfindest, mit wem mein Chauffeur in der letzten Woche gesprochen hat. Banktransaktionen, Anrufprotokolle, alles. Und ich brauche, dass es leise geschieht. Glaubst du, der Chauffeur ist beteiligt? Fragte Martin. Ich glaube gar nichts mehr, sagte Daniel. Ich will Fakten. Okay, sagte Martin. Gib mir 1 oder 2 Tage. Und Martin, fügte Daniel hinzu, ich will auch, dass du herausfindest, mit wem Elizabeth sich getroffen hat. Still, ohne Konfrontation. Noch keine Anwälte, nur Informationen. Es gab eine kurze Stille. Das wird hässlich werden, nicht wahr? Sagte Martin. Daniel blickte aus dem Fenster auf das große Haus, den perfekten Garten, die lange Einfahrt. Es ist schon hässlich, sagte er. Nachdem er aufgelegt hatte, blieb Daniel noch 1 Stunde am Büro und machte Notizen auf einem Rechtsblock, so wie er es in jungen Jahren getan hatte, als er sein Unternehmen von Grund auf aufbaute. Damals konnte jedes Problem mit einem Plan, einer Liste, einer Entscheidung gelöst werden. Dann machte er eine Liste. Wem kann ich vertrauen? Martin, Frau Steiner, der Gärtner, das Mädchen. Er hielt an diesem Punkt inne und sah sich die Liste lange an. Dann schrieb er eine weitere Frage. Wer kennt meinen Zeitplan? Elizabeth, meine Assistentin, mein Chauffeur, mein Büro. Er legte den Stift ab. Zum ersten Mal begann Daniel Whitmore zu verstehen, dass dies nicht nur ein Problem des Verrats war. Es war ein Problem des Zugangs. Jemand hatte nicht nur gewollt, dass er verschwindet. Er hatte genau gewusst, wie er ihn eliminieren konnte, ohne dass jemand es sofort bemerkte. Am späten Nachmittag ging er nach draußen in den Garten. Die Luft war jetzt kühler und die langen Schatten der Bäume fielen über den Rasen. Der Gärtner richtete sich auf, als er Daniel sich nähern sah. Herr Daniel. Daniel nickte. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Natürlich, Herr Daniel. Sie standen nahe am Rande des Gartens, wo der Rasen auf die Baumgrenze traf. Ich brauche, dass Sie etwas für mich tun, sagte Daniel, etwas diskret. Der Gärtner hörte aufmerksam zu. In den nächsten Tagen möchte ich, dass Sie und Ihre Tochter in der Nähe des Hauses bleiben, sagte Daniel. Wenn jemand, den ich nicht kenne, in den Garten kommt oder Fragen stellt, kommen Sie sofort zu mir. Nicht zum Personal, zu mir. Der Gärtner nickte langsam. Ja, Herr Daniel. Daniel blickte zu dem Mädchen, das wieder auf der Steinmauer saß, einen Fuß leicht schwingend, lauschte, obwohl sie so tat, als ob nicht. Daniel trat näher zu ihr. Ich brauche vielleicht wieder deine Hilfe, sagte er. Sie sah ihn an. Ja, Herr Daniel. Du bemerkst Dinge, sagte er, kleine Dinge, die andere Leute nicht sehen. Sie dachte einen Moment darüber nach. Dann sagte sie, mein Vater sagt, wenn man in einem Garten arbeitet, muss man die kleinen Veränderungen bemerken, sonst sterben die Pflanzen. Daniel nickte langsam. Das könnte der klügste Geschäftsrat sein, den ich seit Jahren gehört habe, sagte er. Sie lächelte nicht, aber sie verstand, dass er es ernst meinte. Während Daniel Whitmore dort in seinem eigenen Garten stand, wurde ihm etwas klar, das er nie in der Handelsschule gelernt hatte, nie in Sitzungssälen, nie durch Erfolg. Manchmal ist der einzige Weg zu überleben, auf die kleinen Dinge zu achten, denn die kleinen Dinge hätten ihn fast getötet. Am nächsten Morgen wachte Daniel Whitmore früher als gewöhnlich auf, lange bevor das Personal kam und lange bevor Elizabeth die Treppe herunterkam. Er hatte in dieser Nacht nicht viel geschlafen. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, hörte er die Aufnahme wieder in seinem Kopf, ruhige Stimmen, die diskutierten, wie ein Mann aus seinem eigenen Leben entfernt werden könnte, als wäre es ein Terminproblem. Er saß am Küchentisch mit einer Tasse schwarzem Kaffee. Ohne ihn zu trinken,
Nur hielt er ihn, spürte, wie die Wärme langsam durch die Keramik verschwand. Um 6:15 Uhr vibrierte sein Telefon einmal auf dem Tisch. Eine Nachricht von Martin. »Ruf mich an, wenn du allein bist.« Daniel nahm das Telefon und ging in den Hinterhof, schloss die Glastür hinter sich, bevor er anrief. Martin hob sofort ab. »Ich habe nicht viel geschlafen«, sagte er. »Ich habe angefangen, die Versicherung zu recherchieren und...« »Und?«, fragte Daniel. »Du hattest recht zu fragen«, sagte Martin. »Es gibt eine sehr große Lebensversicherung auf deinen Namen. Viel größer, als ich erwartet hatte.« »Wie groß?«, fragte Daniel. Es gab eine kurze Pause. 20 Millionen, sagte Martin. Und Elizabeth ist die Hauptbegünstigte. Daniel blickte in den Garten. Die Morgensonne begann gerade die Baumwipfel zu beleuchten. »Wann wurde die Police zuletzt aktualisiert?«, fragte Daniel. »Vor 6 Monaten«, antwortete Martin. Der Deckungsbetrag wurde erheblich erhöht. Daniels Griff um das Telefon spannte sich leicht. 6 Monate, wiederholte er. »Erinnerst du dich, etwas unterschrieben zu haben?«, fragte Martin. Daniel dachte an die Hunderte von Dokumenten, die er jeden Monat unterschrieb. Verträge, Genehmigungen, Verlängerungen, Genehmigungen. Die Papiere warteten immer auf seinem Schreibtisch und seine Assistenten markierten immer die Stellen, an denen er unterschreiben musste. »Ich unterschreibe viele Dinge«, sagte Daniel. »Zu viele Dinge.« »Nun«, fuhr Martin fort, »die Erhöhung erforderte deine Unterschrift, aber die Dokumente wurden über dein Büro geschickt. Es sieht offiziell aus, sauber. Kein offensichtlicher Betrug auf dem Papier, was bedeutet, dass jemand das sorgfältig geplant hat.« »Ja«, sagte Daniel, »das war keine spontane Idee, das war geplant.« Daniel schwieg einen Moment, dann fragte er, »Und der Chauffeur?« »Daran arbeite ich noch«, sagte Martin. »Ich habe noch etwas gefunden. Elizabeth hat sich in den letzten Monaten regelmäßig mit jemandem getroffen. Mittagessen, Hotelaufenthalte, einige Reisen, die keine Wohltätigkeitsveranstaltungen waren.« Daniel schloss kurz die Augen. Obwohl er den Kuss mit eigenen Augen gesehen hatte, fühlte es sich immer noch an, als würde sich eine weitere Tür in seinem Leben schließen, als er es bestätigt hörte. »Weißt du, wer es ist?«, fragte Daniel. »Sein Name ist Ryan Keller«, sagte Martin. »Keine größeren Vorstrafen, aber er hat Schulden, viele Schulden, schlechte Investitionen, ein gescheitertes Geschäft, Kredite, die er nicht zurückzahlen kann. Er ist genau die Art von Mann, der einen sehr schlechten Plan akzeptieren könnte, wenn ihm jemand eine sehr große Belohnung verspricht.« Daniel nickte langsam, obwohl Martin es nicht sehen konnte. »Das Geld«, sagte er leise. »Es geht immer um das Geld.« »Nicht immer«, antwortete Martin. »Manchmal geht es um Groll. Geld ist nur das Werkzeug.« Daniel blickte in den Garten und sah den Gärtner bereits in der Nähe der Rosen arbeiten. Das Mädchen saß wieder auf der Steinmauer und beobachtete aufmerksam, wie sie es immer tat. »Martin«, sagte Daniel, »wenn jemand verschwindet, wie lange dauert es, bis die Versicherung ausgezahlt werden kann?« »Es kommt darauf an«, sagte Martin. »Manchmal Jahre. Aber wenn es Beweise für einen Unfall gibt oder wenn ein Gericht die Person vor dieser Zeit für rechtlich tot erklärt, kann es schneller gehen.« »Warum?« »Weil sie mich nicht sofort töten wollten«, sagte Daniel leise. »Sie planten, dass ich verschwinde.« Martin schwieg einen Moment. Dann sagte er, »Daniel, du musst sehr vorsichtig sein. Wenn das wahr ist, hast du es nicht mit einer Diskussion zu tun, sondern mit einem Plan. Und Leute, die solche Pläne schmieden, hören nicht so leicht auf.« »Ich weiß«, sagte Daniel. Nachdem er aufgelegt hatte, blieb Daniel lange am Garten stehen und dachte an 6 Monate zurück. Vor 6 Monaten war er in Zürich gewesen, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er erinnerte sich, wie er in einem Hotelzimmer einen Stapel Dokumente unterschrieben hatte, während er gleichzeitig mit 3 verschiedenen Personen telefonierte. Er hatte darauf vertraut, dass die Dokumente das waren, was sein Büro sagte. Er hatte seinem System vertraut. Jetzt fragte er sich, wie viele Entscheidungen in seinem Leben getroffen worden waren, während er zu beschäftigt war, um sie genau zu prüfen. Später an diesem Morgen ging Daniel wieder in den Garten. Der Gärtner richtete sich auf, als er ihn sah. »Guten Morgen, Herr Daniel.« »Guten Morgen«, sagte Daniel. Dann sah er das Mädchen an. »Kann ich dich für ein paar Minuten ausleihen?« fragte er sanft. Sie sah zu ihrem Vater, der nickte. Dann ging sie zu Daniel. Sie gingen langsam den Pfad entlang zum Glashaus, doch diesmal sah Daniel sich vorsichtig um, bevor er sprach. »Als du sie sprechen hörtest«, sagte er, »sagten sie etwas über wenn, nicht nur der Wagen, sondern danach.« Sie dachte einen Moment nach. »Sie sagten, sie würden sie zuerst an einen kleinen Ort bringen«, sagte sie, »und dann später wieder umziehen.« Der Mann sagte etwas wie, »Wir wollen nicht, dass er zu schnell gefunden wird.« Daniel spürte, wie eine kalte, stetige Wut den Schock ersetzte, den er am Vortag empfunden hatte. »Haben Sie den Namen des Chauffeurs genannt?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf.
Nein, aber sie sagten, sie hätten ihn schon bezahlt und sagten, sieht den Chauffeur nie ins Gesicht, weil er immer auf seinem Telefon liest, wenn er in den Wagen steigt. Daniel lächelte fast, aber es war kein glückliches Lächeln. Es war das Lächeln eines Mannes, der erkannte, wie vorhersehbar sein Leben geworden war. »Noch etwas?« fragte er. Sie nickte langsam. Ihre Frau fragte den Mann, »Bist du sicher, dass er nicht entkommen kann?« Und der Mann sagte, »Wenn du hungrig genug bist.« »Nein.« Daniel blickte zum Glashaus, die Glaswände, die noch vor 2 Tagen so harmlos ausgesehen hatten. »Danke«, sagte er leise. »Du hilfst mir mehr, als du denkst.« Sie sah ihn an und sagte etwas sehr Einfaches. »Mein Vater sagt, wenn etwas am Garten nicht stimmt, muss man es reparieren, bevor es sich ausbreitet.« Daniel nickte langsam. »Dein Vater ist ein sehr weiser Mann.« Während er an diesem Abend zum Haus zurückging, verstand Daniel Whitmore etwas sehr klar. Hier ging es nicht nur ums Überleben. Es ging darum zu verstehen, wer all die Jahre an seiner Seite gestanden hatte. Das Gefährlichste in Daniel Whitmores Leben war nicht das Geld, es war der Terminkalender. Das war es, was ihm am 3. Tag nach der Aufnahme klar wurde. Sein Leben funktionierte nach Zeitplänen, Flügen, Meetings, Anrufen, Konferenzen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Vorstandssitzungen, Interviews. Jede Stunde seines Tages wurde von jemandem geplant, von jemandem bestätigt, in Kalendern gedruckt, per E-Mail verschickt, mit Assistenten, Chauffeuren und manchmal sogar mit Veranstaltern geteilt. Wenn jemand wissen wollte, wo er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten würde, musste er nur seinen Kalender überprüfen. Und die Person, die seinen Terminkalender besser kannte als jeder andere, war seine Frau. Daniel saß an diesem Morgen in seinem Büro mit einem Ausdruck seines Wochenplans vor sich. Er hatte ihn selbst ausgedruckt. Jetzt wollte er ihn auf Papier sehen, etwas, das er halten konnte, etwas, das er mit einem Stift markieren konnte. Er kreiste den Flug ein, in dem er eigentlich sein sollte. Dann kreiste er das Abendessen ein, das für heute Abend geplant war. Dann die Wohltätigkeitsveranstaltung in der nächsten Woche, dann die Geschäftsreise in der Woche darauf. Jede dieser Veranstaltungen hatte den Transport am Voraus organisiert. Jede dieser Veranstaltungen hatte einen Chauffeur. Jede dieser Veranstaltungen hatte einen Zeitpunkt, an dem er das Haus verlassen, in ein Auto steigen und darauf vertrauen würde, dass das Auto ihn dorthin bringen würde, wo er hin sollte. Er nahm einen Stift und schrieb einen Satz oben auf die Seite. Wer den Terminkalender kontrolliert, kontrolliert den Mann. Ein Klopfen kam an die Tür. Herein. Es war wieder Frau Steiner. Ihre Frau fragt, ob Sie heute Abend zum Abendessen zu Hause sein werden, sagte sie. Daniel blickte auf. Sagen Sie ihr ja. Ich werde zu Hause sein. Frau Steiner nickte, ging aber nicht sofort. Herr Daniel, sagte sie vorsichtig. In all den Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, habe ich etwas gelernt. Wenn Menschen plötzlich anfangen, ihre Routinen zu ändern, bedeutet das normalerweise, dass sie etwas Wichtiges gelernt haben. Daniel sah sie leicht überrascht an. Ich habe meine Routine geändert. Sie haben einen Flug abgesagt, ein Abendessen abgesagt und sind 3 Tage hintereinander zu Hause gewesen, sagte sie. Das ist eine sehr große Veränderung für Sie. Daniel lächelte leicht. Dann habe ich wohl etwas Wichtiges gelernt. Sie studierte sein Gesicht einen Moment lang, dann nickte sie einmal und verließ den Raum. Nachdem sie gegangen war, nahm Daniel sein Telefon und rief sein Büro an. Daniel hier, sagte er, als seine Assistentin abhob. Von jetzt an gehen alle Änderungen an meinem Terminkalender direkt über mich. Nicht über Elizabeth, nicht über jemand anderen, nur ich. Ist das klar? Seine Assistentin klang verwirrt. Natürlich, Herr Whitmore, so funktioniert es normalerweise. Nicht normalerweise, sagte Daniel. Immer. Und ich möchte eine vollständige Liste aller, die Zugriff auf meinen Kalender haben. Ja, Herr Daniel. Er beendete den Anruf und lehnte sich wieder in seinen Stuhl. Wenn Elizabeth und der Mann dies 6 Monate lang geplant hatten, dann hatten sie seine Gewohnheiten studiert. Sie wussten, wann er reiste, wann er früh ging, wann er spät kam, wann niemand bemerken würde, wenn er für ein paar Stunden verschwand. Sie mussten nicht in sein Leben einbrechen. Sie waren bereits drinnen. An diesem Nachmittag ging Daniel wieder in den Garten. Der Gärtner reparierte einen kleinen Abschnitt des Zauns und ersetzte einen zerbrochenen Holzpfosten. »Reparieren Sie die Dinge, sobald sie kaputt gehen?« fragte Daniel. Der Gärtner nickte. »Wenn man wartet, wird der ganze Zaun schwach«, sagte er. »Dann fällt eines Tages alles gleichzeitig um.« Daniel sah den Zaun einen Moment lang an. »Ich glaube, das ist meinem Leben passiert«, sagte er leise. »Ich habe die kleinen Brüche nicht bemerkt.« Der Gärtner stellte keine Fragen. Er arbeitete einfach weiter. Leute wie er verstanden, dass, wenn ein Mann sprechen wollte, er sprach, und wenn nicht, halfen Fragen nicht. In der Nähe saß das Mädchen auf dem Gras mit einem Notizbuch und zeichnete etwas. Daniel ging zu ihr und blickte hinunter. Sie zeichnete das Haupttor, die Einfahrt, die Pflanzkübel
Das Auto, kleine Details sorgfältig gezeichnet. »Du zeichnest den Morgen«, sagte Daniel. Sie nickte. »Damit ich es nicht vergesse«, sagte sie. Daniel beobachtete sie einen Moment lang. »Kannst du den Mann zeichnen, den du mit meiner Frau gesehen hast?« fragte er. Sie dachte einen Moment nach, dann nickte sie. »Ich glaube schon. Nimm dir Zeit«, sagte Daniel. »Kleine Details sind wichtig.« Sie begann langsam und vorsichtig zu zeichnen. Die Form des Gesichts, die Haare, die Art, wie der Mann mit den Händen in den Taschen stand. Daniel beobachtete, wie die Zeichnung Linie für Linie entstand und spürte wieder etwas Seltsames. Das Gefühl, dass die wichtigsten Teile seines Lebens ihm von einem kleinen Mädchen mit einem Bleistift erklärt wurden. An diesem Abend tat Daniel noch etwas, das er lange nicht getan hatte. Er kam pünktlich zum Abendessen. Elizabeth saß bereits am Tisch, als er hereinkam. Kerzen brannten. Der Tisch war perfekt gedeckt. Jeder, der sie von außen gesehen hätte, hätte ein erfolgreiches Paar gesehen, das ein ruhiges, elegantes Abendessen hatte. »Du bist früh«, sagte sie mit einem kleinen Lächeln. »Ich wohne hier«, antwortete er ruhig. »Ich sollte öfter zu Hause sein.« Elizabeth studierte sein Gesicht einen Moment lang, als ob sie versuchte zu verstehen, was sich in den letzten Tagen an ihm geändert hatte. Sie aßen ein paar Minuten in höflicher Stille, bevor sie wieder sprach. »Hast du das Meeting in Zürich neu angesetzt?« »Ja«, sagte er. Sie nickte langsam. »Gut, es war wichtig.« Daniel sah sie über den Tisch hinweg an, die Frau, mit der er die Hälfte seines Lebens geteilt hatte. Und ihm wurde etwas klar, das sich gleichzeitig einfach und verheerend anfühlte. Er kannte diese Person nicht mehr, vielleicht hatte er sie schon lange nicht mehr gekannt. Elizabeth sagte ruhig, »Hast du jemals das Gefühl, dass wir uns fremd geworden sind, während wir am selben Haus lebten?« Sie sah ihn überrascht von der Frage an. »Das ist eine seltsame Sache, die man beim Abendessen sagt«, antwortete sie leichtfertig. »Ist es seltsam?« fragte er. »Oder ist es wahr?« Sie antwortete nicht sofort. Stattdessen nahm sie ihr Weinglas und trank einen langsamen Schluck. Auf der anderen Seite des Tisches wurde Daniel Whitmore klar, dass dieser Esstisch, dieser ruhige, schöne Tisch, jetzt gefährlicher war als jedes Geschäftsabkommen, das er verhandelt hatte. Denn die Person, die ihm gegenüber saß, war nicht mehr nur seine Frau, sie war eine Person mit einem Plan. Und jetzt brauchte er einen besseren. Am nächsten Morgen tat Daniel Whitmore etwas, das jedem, der ihn beobachtete, völlig normal erschienen wäre, aber für ihn war es Teil eines sehr sorgfältigen Tests. Um 8:30 Uhr ging er mit seiner Aktentasche, seinem Telefon und seinen Schlüsseln aus der Haustür, gekleidet für ein Meeting, zu dem er keinerlei Absicht hatte zu gehen. Die schwarze Limousine wartete bereits am Tor. Diesmal ging Daniel nicht direkt zum Wagen. Stattdessen hielt er auf den Eingangsstufen inne und sah sich langsam um, wie ein Mann, der die Morgenluft genießt. Er sah die Bäume, den Garten, die lange Einfahrt und schließlich den Chauffeur. Der Mann, der neben dem Wagen stand, öffnete die hintere Tür mit der linken Hand. Daniel bemerkte es sofort. Er begann, zum Wagen zu gehen, aber langsamer als gewöhnlich. Normalerweise würde er bereits E-Mails lesen oder telefonieren, halb in seiner eigenen Welt, bevor er überhaupt das Fahrzeug erreichte. Heute beobachtete er alles. Der Chauffeur vermied Augenkontakt, nicht vollständig, aber genug, um bemerkt zu werden, wenn jemand aufmerksam war. Daniel hielt ein paar Schritte von der offenen Tür entfernt an. »Guten Morgen«, sagte er. »Guten Morgen, Herr Daniel«, antwortete der Chauffeur. Daniel sah auf das Nummernschild, eine Zahl war anders. Das Mädchen hatte recht gehabt. »Wir haben den Wagen gewechselt?« fragte Daniel beiläufig. »Ja, Herr Daniel«, sagte der Chauffeur. »Der andere ist in der Wartung.« Daniel nickte langsam, als ob diese Antwort ihn zufriedenstellte. Dann tat er etwas Unerwartetes. »Öffnen Sie den Kofferraum«, sagte Daniel. »Ich habe eine Akte vergessen. Ich glaube, ich habe sie gestern dort gelassen.« Der Chauffeur zögerte für einen Bruchteil einer Sekunde, so kurz, dass die meisten Menschen es nie bemerkt hätten. Dann ging er zum Heck des Wagens und öffnete den Kofferraum. Daniel ging nicht zum Kofferraum. Stattdessen trat er einen kleinen Schritt zurück und sagte, »Eigentlich egal, ich suche Sie später.« Er schloss selbst die hintere Tür. »Ich fahre am Moment nicht ins Büro«, sagte er ruhig. »Planänderung. Ich rufe an, wenn ich den Wagen brauche.« Der Chauffeur schien überrascht. »Ja, Herr Daniel.« Daniel drehte sich um und ging zurück zum Haus, die Augen des Chauffeurs die ganze Zeit auf seinem Rücken spürend. Er sah nicht zurück. Im Haus ging Daniel direkt in sein Büro und rief Martin an. »Es ist bestätigt«, sagte er. »Anderes Nummernschild, anderer Chauffeur.« Und er war nervös. »Dann gehen wir zur Polizei«, sagte Martin sofort. »Noch nicht«, antwortete Daniel. »Wenn wir zu früh gehen, wird Elizabeth sagen, ich sei paranoid. Sie wird sagen, ich bin gestresst, ich arbeite zu viel, ich bilde mir Dinge ein. Sie wisse, wie man mit Leuten spricht. Das mache sie seit Jahren bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und Geschäftsessen.«
Die Leute würden ihr glauben. Was willst du dann tun? Fragte Martin. Daniel ging zum Fenster und blickte auf die Einfahrt, wo der Wagen noch wartete. Ich will, dass Sie denken, ich weiß immer noch nichts, sagte er. Menschen machen Fehler, wenn sie glauben, sie hätten bereits gewonnen. Martin schwieg einen Moment. Das ist ein gefährliches Spiel, sagte er. Daniel nickte leicht. So wie in den falschen Wagen zu steigen. An diesem Nachmittag ging Daniel wieder in den Garten. Doch diesmal ging er nicht direkt zum Gärtner. Er ging den langen Weg entlang, vorbei am Glashaus, vorbei am Rosengarten und erreichte schließlich die kleine Steinmauer, auf der das Mädchen normalerweise saß. Sie war wieder da und zeichnete in ihrem Notizbuch. »Was zeichnest du heute?« fragte er. Sie drehte das Notizbuch leicht, damit er es sehen konnte. Es war wieder das Auto, aber diesmal hatte sie das Nummernschild sehr sorgfältig gezeichnet, jede Zahl klar und deutlich. »Damit wir es nicht vergessen«, sagte sie. Daniel nickte. »Ich habe es heute Morgen überprüft«, sagte er. »Du hattest recht, das war nicht mein Wagen und das war nicht mein Chauffeur.« Sie schien nicht überrascht, nickte nur, als hätte sie diese Antwort erwartet. Sie sagten, sie würden es nicht bemerken, sagte sie. Sie sagten, sie sind immer beschäftigt und immer in Eile. Daniel setzte sich auf die Steinmauer neben sie, etwas, das er noch nie zuvor getan hatte. Normalerweise, wenn er nach draußen ging, telefonierte er, sprach über Geschäfte oder ging schnell von einem Ort zum anderen. Jetzt saß er einfach da. Als ich jung war, sagte er langsam, dachte ich, Gefahr sehe aus wie ein Mann mit einer Waffe oder ein Mann, der Drohungen schreit. Ich dachte, Gefahr sei laut und offensichtlich. Er blickte in den Garten. Aber die wahre Gefahr ist still, fuhr er fort. Sie sieht aus wie normale Tage, normale Zeitpläne, normale Menschen. Und dann merkt man eines Tages, dass jemand dein Leben geplant hat und auch dein Ende geplant hat. Sie hörte schweigend zu. Nach einem Moment fragte sie, »Werden Sie es der Polizei sagen?« »Ja«, sagte Daniel. »Aber noch nicht. Zuerst brauche ich Beweise, nicht nur die Aufnahme. Ich muss wissen, wer der Chauffeur ist, wer der Mann ist, wohin Sie mich bringen wollten. Ich brauche alles.« Sie dachte einen Moment nach. Dann sagte sie, »Mein Vater sagt, wenn man jemanden beim Stehlen am Garten erwischt, erschreckt man ihn nicht zuerst. Man folgt ihm, um zu wissen, wohin er geht, um zu wissen, wo er die Werkzeuge versteckt.« Daniel sah sie an und lächelte leicht. »Dein Vater versteht Strategie.« »Er versteht nur Menschen«, sagte sie. Daniel nickte langsam. »Das ist dasselbe.« Während er später an diesem Abend zum Haus zurückging, verstand Daniel Whitmore etwas sehr klar. Den größten Teil seines Lebens war er der Mann in Kontrolle gewesen. Der Mann mit dem Plan, der Mann, der Entscheidungen traf. Jetzt, zum ersten Mal, war er der Mann, der studiert, geplant und fast eliminiert worden war. Aber was die Leute, die gegen ihn konspirierten, nicht erwarteten, war, dass jemand sehr Kleines sie zuerst beobachtet hatte. Daniel Whitmore hatte sein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, Pläne zu schmieden. Geschäftspläne, Expansionspläne, Risikomanagementpläne, Ausstiegsstrategien. Er hatte sein Unternehmen aufgebaut, indem er 5 Schritte vorausdachte und davon ausging, dass, wenn etwas schiefgehen könnte, es eines Tages auch schiefgehen würde. Aber er hatte einen Fehler in seinem persönlichen Leben gemacht. Er hatte nie angenommen, dass das Risiko in seinem eigenen Zuhause liegen würde. Am 4. Morgen nach der Aufnahme wachte Daniel mit einer klaren Entscheidung Pirfer am Kopf auf. Er reagierte nicht mehr. Er stand nicht mehr unter Schock. Er würde die Kontrolle zurückgewinnen. Still, vorsichtig und vollständig. Er sagte Elizabeth nichts, beschuldigte sie nicht, änderte sein Verhalten nicht zu plötzlich. Er frühstückte weiterhin zur gleichen Zeit. Er beantwortete weiterhin einige geschäftliche Anrufe vor ihr. Er sprach weiterhin über Meetings und Zeitpläne. Er verhielt sich wie ein Mann, der nichts wusste, aber hinter dieser ruhigen Routine begann er, Figuren auf einem Brett zu bewegen, das niemand sonst sehen konnte. Um 9 Uhr morgens traf er Martin in seinem Heimbüro. Martin kam nicht durch das Haupttor, er parkte die Straße hinunter und betrat den Garten durch den Hintereingang, wie es ein alter Freund tun würde. Martin setzte sich Daniel gegenüber und legte einen Ordner auf den Schreibtisch. »Ich habe mehr Informationen«, sagte er. »Erzähl mir«, antwortete Daniel. »Der Chauffeur, der für den Tag, an dem du zum Flughafen solltest, eingeplant war, hat sich nie krank gemeldet«, sagte Martin. »Er hat nie Probleme mit dem Wagen gemeldet. Er hat nie einen Ersatz angefordert. Laut den Firmenaufzeichnungen war er wie gewohnt eingeplant, dich zu fahren.« Daniel nickte langsam. »Was bedeutet, dass jemand den Wagen und den Chauffeur gewechselt hat, ohne die Firma einzuschalten«, sagte er. »Ja«, sagte Martin. »Und das bedeutet, es wurde entweder von innerhalb deines Hauses oder durch jemanden mit direkter Autorität über deinen Transportplan durchgeführt.« Daniel brauchte Martin nicht, den Namen zu nennen. Beide wussten es. »Elizabeth«, sagte Daniel leise. Martin antwortete nicht direkt,
Stattdessen öffnete er den Ordner und schob ein paar ausgedruckte Dokumente über den Schreibtisch. Anrufprotokolle, sagte er. Elizabeth und Ryan haben in den letzten 4 Monaten fast jeden Tag gesprochen. Manchmal nachts, manchmal in den frühen Morgenstunden, wenn du unterwegs warst. Daniel sah die Seiten an, berührte sie aber nicht. Es gibt mehr, fuhr Martin fort. Ryan Keller hat vor 2 Wochen eine große Summe Bargeld abgehoben und 3 Tage später wurde dieselbe Summe Bargeld auf ein Konto eingezahlt, das mit einem Mann mit kommerzieller Fahrerlaubnis verbunden ist. Nicht dein regulärer Chauffeur, ein anderer. Daniel nahm schließlich die Papiere und sah den Namen an. Er erkannte ihn nicht. Das ist wahrscheinlich der Mann, der den Wagen an diesem Morgen fahren sollte, sagte Martin. Daniel legte die Papiere wieder ab und lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Für lange Zeit sagte er nichts. Also haben wir jetzt Motiv, Geld und einen Plan, sagte Martin. Das ist genug, um zur Polizei zu gehen. Daniel schüttelte langsam den Kopf. Noch nicht. Martin sah ihn frustriert an. Daniel, sie haben versucht, dich zu entführen. Das ist keine Geschäftsverhandlung. Das ist ein Verbrechen. Ich weiß, sagte Daniel. Aber wenn wir jetzt gehen, wird Elizabeth alles leugnen. Ryan wird verschwinden. Der Chauffeur wird verschwinden. Und alles, was wir haben werden, ist eine Aufnahme und eine Geschichte, die nach einem reichen Mann mit Eheproblemen klingt. Was willst du dann? Fragte Martin. Daniel beugte sich leicht vor. Ich will, dass Sie es noch einmal versuchen. Martin starrte ihn an. Das ist verrückt, nicht wahr? Sagte Daniel ruhig. So fängt man Leute, die glauben, schlauer zu sein als du. Man gibt ihnen eine weitere Chance, einen Fehler zu machen. Martin schwieg lange. Du sprichst von einer Falle, sagte er schließlich. Daniel nickte. Ja. Und wenn etwas schief geht? Fragte Martin. Daniels Stimme war sehr ruhig, als er antwortete. Es wäre fast schief gegangen. An diesem Nachmittag ging Daniel wieder in den Garten. Die Luft roch nach frisch geschnittenem Gras und warmer Erde. Der Gärtner schnitt die Hecken und das Mädchen saß wieder in der Nähe und zeichnete. Daniel setzte sich auf die Steinmauer neben sie. Ich brauche deine Hilfe, sagte er. Sie sah ihn an. Ja, Herr Daniel. Ich werde so tun, als hätte ich eine weitere Reise, sagte er. Eine echte Reise mit einem Wagen, mit einem Zeitplan, genau wie zuvor. Sie verstand sofort. Damit Sie denken, der Plan funktioniert wieder, sagte sie. Daniel sah sie leicht überrascht an, dann nickte er. Genau. Sie schloss ihr Notizbuch. Mein Vater sagt, wenn ein Fuchs einmal in den Garten kommt, wird er denselben Weg wieder zurücknehmen. Daniel lächelte leicht. Dein Vater sollte eine Sicherheitsfirma leiten. Sie dachte ernsthaft einen Moment darüber nach. Dann sagte sie, er baut nur Tomaten an. Daniel lachte leise zum ersten Mal seit Tagen. Dann wurde sein Gesicht wieder ernst. Diesmal werde ich bereit sein. Und die Polizei auch. Nur werden sie es nicht wissen. Sie nickte langsam. Erinnerst du dich an das Gesicht des Mannes gut genug, um ihn wieder zu erkennen? Fragte Daniel. Ja, sagte sie, ich erinnere mich. Und wenn du ihn wieder siehst, sagst du es mir sofort, sagte Daniel. Werde ich tun, antwortete sie. Während Daniel zum Haus zurückging, wurde ihm etwas Seltsames klar. Zum ersten Mal seit vielen Jahren dachte er nicht an Gewinne, Expansion oder Wettbewerb. Er dachte an Überleben, an die Wahrheit daran, wer all die Jahre an seiner Seite gestanden hatte und was sie wirklich gewollt hatten. Im Haus saß Elizabeth I. am Wohnzimmer und las eine Zeitschrift, wie an jedem normalen Nachmittag. Sie blickte auf und lächelte, als sie ihn sah. Du warst diese Woche viel zu Hause, sagte sie leichtfertig. Daniel lächelte zurück, ebenso ruhig. Ich habe es dir gesagt, sagte er. Ich versuche weniger zu arbeiten. Sie lächelte, aber ihre Augen studierten ihn sorgfältig, als ob sie versuchte, ein Rätsel zu lösen. Gut, sagte sie. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Daniel Whitmore sah seine Frau an und merkte, dass beide vorgaben. Der Unterschied war jetzt, dass nur einer von ihnen wusste, dass das Spiel sich bereits geändert hatte. Das Seltsame am Verrat, erkannte Daniel Whitmore, war nicht die Wut, es war die Inszenierung. 15 Jahre lang hatten er und Elizabeth ein gemeinsames Leben gespielt. Abendessen, Veranstaltungen, Feiertage, Fotos, Geschäftsfunktionen, Wohltätigkeitsgalas, Händedrücke, Lächeln. Sie hatten Erfolg, Partnerschaft, Ehe gespielt. Jetzt spielten sie etwas anderes, Normalität, und beide wussten es. Am Montagmorgen kam Daniel genau zur gleichen Zeit die Treppe herunter, wie er es immer tat, wenn er einen Flug hatte. Anzug gebügelt, Krawatte gerade, Telefon in der Hand, Aktentasche bereit. Routine war eine der mächtigsten Lügen der Welt, und er beabsichtigte, sie zu nutzen. Elizabeth war bereits in der Küche und goss Kaffee ein. »Reist du wieder?« fragte sie, leicht überrascht klingend. »Zürich«, sagte Daniel und nahm den Kaffee entgegen, den sie ihm anbot. »Nur einen Tag. Ich bin morgen Abend zurück.« Sie nickte langsam.
Du hast Zürich erst letzte Woche abgesagt. Ich habe es neu angesetzt, sagte er. Manche Meetings kann man nicht ewig aufschieben. Sie studierte sein Gesicht einen Moment lang, dann lächelte sie. Ich sage Frau Steiner, sie soll das Abendessen für morgen Abend bereithalten. Dann, nickte er. Das wäre gut. Sie standen einen Moment lang da wie ein normales Paar, das über eine normale Geschäftsreise sprach. Aber Daniel bemerkte jetzt etwas. Kleine Dinge. Die Art, wie ihre Augen zu seiner Aktentasche wanderten, dann zu seinem Telefon, dann zurück zu seinem Gesicht. Die Art, wie sie keine zusätzlichen Fragen stellte, als hätte sie diese Reise bereits erwartet. »Der Chauffeur kommt um 9«, fragte sie. »Ja«, sagte Daniel. Sie nickte wieder und trank ihren Kaffee. »Gute Reise«, sagte sie. »Gute Reise.« Die Worte hallten seltsam in seinem Kopf nach. Um 8:30 Uhr ging Daniel in den Garten statt zum Haupttor. Er fand Martin bereits dort, der nahe dem Glashaus stand, und so tat, als würde er sich die Pflanzen ansehen. »Die Polizei ist bereit«, sagte Martin leise, als Daniel näher kam. »Unauffälliger Wagen. Sie werden Abstand halten. Sie kennen den Plan.« Daniel nickte. »Und der Ersatzchauffeur ist auch bereit«, sagte Martin. »Die Firma kooperiert stillschweigend. Dein Chauffeur ist jetzt ein Teil davon. Der Mann, der heute auftaucht, wird nicht der sein, den sie angeheuert haben. Es wird einer von uns sein.« Daniel atmete langsam aus. »Gut. Daniel«, fügte Martin hinzu, »sobald das beginnt, folgst du dem Plan.« »Genau, keine Improvisation.« Daniel lächelte ein kleines, humorloses Lächeln. »Ich habe ein Unternehmen von Grund auf aufgebaut. Ich kann einem Plan folgen.« Von der anderen Seite des Gartens saß das Mädchen wieder auf der Steinmauer, ihr Notizbuch auf dem Schoß, beobachtete sie so, wie sie immer alles beobachtete. Daniel ging zu ihr. »Heute ist der Tag«, sagte er leise. Sie nickte. »Der Fuchs kommt zurück«, sagte sie. »Ja«, antwortete Daniel. »Der Fuchs kommt zurück.« Sie sah seine Reisetasche an. »Werden Sie wirklich zum Flughafen fahren?« »Ja«, sagte er, »aber nicht so, wie Sie denken.« Sie dachte einen Moment darüber nach. Dann sagte sie, »Seien Sie vorsichtig.« Daniel sah sie an und nickte einmal. »Das werde ich.« Genau um 9 Uhr morgens tauchte die schwarze Limousine wieder am Tor auf. Vom Garten aus konnte Daniel den Wagen deutlich sehen. Gleiches Modell, gleiche Farbe, gleiche Idee wie zuvor. Er ging langsam mit seiner rollenden Aktentasche hinter sich zum vorderen Teil des Hauses. Elizabeth stand nahe der Haustür und beobachtete. »Hast du alles?« fragte sie. »Ja«, sagte er. Sie kam näher und küsste ihn leicht auf die Wange. »Ruf mich an, wenn du gelandet bist«, sagte sie. »Werde ich tun«, antwortete er. Für einen kurzen Moment waren sie sich sehr nah, und Daniel wurde klar, dass, hätte er diese Aufnahme nicht gehört, hätte er sie nicht mit diesem Mann am Garten gesehen, dieser Moment sich völlig normal angefühlt hätte. Das war der beängstigendste Teil. Er nahm seine Aktentasche und ging zum Wagen. Der Chauffeur stieg aus und öffnete die hintere Tür mit der rechten Hand. Daniel bemerkte es sofort. Er stieg ebenfalls in den Wagen und schloss die Tür hinter sich. Als der Wagen die lange Einfahrt hinunterfuhr, blickte Daniel einmal durch das Heckfenster zurück. Elizabeth stand immer noch auf den Eingangsstufen mit einer kleinen Grußgeste, wie eine perfekte Ehefrau, die ihren Mann auf eine Geschäftsreise verabschiedete. Das Tor öffnete sich. Der Wagen bog auf die Straße ab. Die ersten 10 Minuten war alles normal. Der Weg zum Flughafen war bekannt. Der Verkehr war leicht. Der Chauffeur sagte nichts. Daniel sah auf sein Telefon und schickte eine einzige Nachricht an Martin. »Ich bin am Wagen.« 3 Punkte erschienen fast sofort. »Wir sehen dich. Mach weiter.« Daniel steckte das Telefon weg und blickte aus dem Fenster. Sie fuhren an der Abzweigung vorbei, die zur Autobahn führte. Dann, 5 Minuten später, tat der Wagen etwas sehr Kleines. Er bog nicht ab, wo er sollte. Anstatt den Weg zum Flughafen zu nehmen, fuhr der Wagen geradeaus auf eine ruhigere Straße, die von der Hauptautobahn wegführte und in ein Industriegebiet mit Lagerhallen und leeren Grundstücken führte. Daniel spürte, wie sein Herz langsamer wurde, nicht schneller. Alles geschah genau so, wie sie es geplant hatten. Nach ein paar weiteren Minuten sprach der Chauffeur zum ersten Mal. »Herr Daniel«, sagte er, »wir nehmen eine andere Route. Es gibt Stau auf der Hauptstraße.« Daniel blickte aus dem Fenster auf die leere Straße vor ihnen. »Ja«, sagte Daniel ruhig, »kann ich sehen das?« Der Wagen fuhr weiter auf der stillen Straße, immer weiter weg vom Flughafen, von der Stadt, von allem Vertrauten. Daniel Whitmore saß auf dem Rücksitz seines eigenen Wagens und dachte an etwas, das das Mädchen gesagt hatte. Sie sagten, sobald er am Wagen wäre, würde ihn niemand wiedersehen. Er blickte auf die leeren Lagerhallen, die langen Zäune, die ruhige Straße, wo niemand ging und niemand zusah. Und zum ersten Mal, seit all dies begonnen hatte,
erlaubte Daniel sich, etwas sehr Klares und sehr Kaltes zu fühlen. Wäre da nicht ein kleines Mädchen in einem Garten gewesen, wäre dies die letzte Autofahrt seines Lebens gewesen. Daniel Whitmore hatte Jahre in Autos verbracht. Schwarze Autos, leise Autos, Autos mit Chauffeuren, die Türen öffneten und nie Fragen stellten. Autos, in denen er Verträge unterschrieb, Anrufe entgegennahm, Geschäfte abschloss und manchmal zwischen Städten einschlief. Ein Auto war immer ein Ort gewesen, an dem er die Kontrolle hatte. Dieses Auto war anders. Der Weg hatte sich vor 10 Minuten geändert. Die Ausfahrt zum Flughafen lag hinter ihnen, die Autobahn war hinter ihnen verschwunden. Jetzt fuhren sie durch ein Industriegebiet voller alter Lagerhallen, langer Metallzäune und leerer Parkplätze mit rissigem Asphalt und verblichenen weißen Linien. Daniel saß ruhig auf dem Rücksitz, die Hände auf seiner Aktentasche. »Herr Daniel«, sagte der Chauffeur erneut, »vor uns wird viel Verkehr gemeldet. Diese Route wird schneller sein.« Daniel blickte aus dem Fenster auf die leere Straße. »Kein Verkehr, keine Autos, keine Menschen.« »Ja«, sagte Daniel ruhig. »Es ist sehr leer.« Der Chauffeur antwortete nicht. Daniel beobachtete die Augen des Mannes Pearson am Rückspiegel. Der Chauffeur versuchte, normal auszusehen, aber etwas in seinem Gesicht verriet ihn. Anspannung, Kalkül. Der Blick eines Mannes, der eine Arbeit verrichtete, über die er nicht zu viel nachdenken wollte. Daniel beschloss zu sprechen. »Wie lange fahren Sie schon?« fragte er beiläufig. Der Chauffeur schien leicht überrascht von der Frage. »Ungefähr 10 Jahre«, sagte er. »Das ist eine lange Zeit«, sagte Daniel. »Man muss den Leuten vertrauen, die man fährt.« Der Chauffeur antwortete darauf nicht. Sie fuhren weitere 5 Minuten. Die Gebäude wurden seltener. Bäume tauchten zwischen den Lagerhallen auf. Die Straße wurde schmaler. Daniel blickte auf seine Uhr. Dann sah er wieder den Chauffeur am Spiegel an. »Sie bringen mich nicht zum Flughafen«, sagte er ruhig. Die Hände des Chauffeurs verkrampften sich leicht am Lenkrad, doch er hielt die Augen auf die Straße gerichtet. »Herr Daniel, ich sagte Ihnen, es gibt Stau.« »Es gibt keinen Stau«, sagte Daniel leise. »Und diese Straße führt nicht zum Flughafen.« Der Wagen fuhr weiter. Für ein paar Sekunden sprach keiner der Männer. Dann lehnte sich Daniel leicht in seinen Sitz zurück und sagte etwas, das die Augen des Chauffeurs schnell am Spiegel wandern ließ. »Man hat Sie bar bezahlt, nicht wahr?« sagte Daniel. »Deshalb haben Sie gewählt. Keine Bankunterlagen, keine Verbindung zur Firma, nur ein Mann mit Führerschein und Schuldenproblemen.« Der Kiefer des Chauffeurs spannte sich an. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte er. Daniel nickte langsam. »Natürlich nicht. Denn in Ihrer Version der Geschichte sind Sie nur ein Chauffeur, der Anweisungen befolgt.« Er beugte sich leicht vor. »Wissen Sie, was mit Leuten passiert, die jemandem gegen Geld bei einer Entführung helfen?« fragte Daniel leise. »Nicht in Filmen. Im echten Leben?« Der Chauffeur antwortete nicht. »Im echten Leben«, fuhr Daniel fort, »treffen die Leute, die das Verbrechen planen, Deals. Die Leute, die Befehle geben, treffen Deals. Die Leute, die das Geld bezahlen, treffen Deals. Und der Mann, der den Wagen gefahren hat, geht ins Gefängnis.« Die Augen des Chauffeurs zuckten wieder zum Spiegel. »Glauben Sie, Sie werden sie schützen?« fragte Daniel. »Glauben Sie, die Leute, die Sie angeheuert haben, werden ihr Leben ruinieren, um sie zu retten?« Der Chauffeur schluckte, sagte aber nichts. »Das werden sie nicht«, sagte Daniel. »Denn für Sie sind Sie kein Partner, Sie sind ein Werkzeug. Und wenn ein Werkzeug benutzt wurde, wird es weggeworfen.« Der Wagen wurde langsamer, als sie sich einem breiten Metalltor näherten, das zu einem alten Lagerhaus zu führen schien. Der Zaun war hoch, und es gab keine Häuser in der Nähe, keine Geschäfte, keine Menschen, die zu Fuß unterwegs waren. Genau die Art von Ort, an dem ein Mann verschwinden könnte. Der Chauffeur griff nach einer Fernbedienung, die nahe am Armaturenbrett befestigt war. Das Metalltor begann langsam mit einem lauten Kreischen aufzuschieben. »Bevor Sie dort hineinfahren«, sagte Daniel ruhig, »sollten Sie etwas wissen.« Der Chauffeur sah ihn nicht an. »Sie sollten wissen«, fuhr Daniel fort, »dass hinter uns die Zivilpolizei ist und ein weiteres Fahrzeug am Ende dieser Straße. Und der Mann, der Sie angeheuert hat, wird bereits überwacht.« Der Kopf des Chauffeurs drehte sich leicht zum Spiegel. »Lügen Sie?«, sagte er. Daniel schüttelte langsam den Kopf. »Nein«, sagte er, »ich bin Geschäftsmann. Ich lüge nicht, wenn die Wahrheit nützlicher ist.« Der Chauffeur zögerte. Der Wagen fuhr langsam auf das offene Tor zu, dann hielt er an. Für einen langen Moment lief der Motor, und keiner der Männer rührte sich. »Sie haben immer noch eine Wahl«, sagte Daniel leise. »Sie können durch dieses Tor fahren und Teil eines Entführungsfalls werden, oder Sie können den Wagen wenden und ein Zeuge werden.« Die Hände des Chauffeurs zitterten jetzt. »Sie sagten, niemand würde verletzt werden«, murmelte er. »Sie sagten, wir müssten ihn nur für ein paar Tage irgendwo festhalten.« Daniels Stimme änderte sich nicht. »Das ist immer noch Entführung.« Der Chauffeur schloss für eine Sekunde die Augen, dann öffnete er sie wieder,
sah das offene Tor an, dann die leere Straße hinter ihnen. In der Ferne tauchte am Ende der Straße ein dunkles Auto auf und fuhr langsam auf sie zu. Der Chauffeur sah es auch. »Sind Sie das?« fragte er leise. »Das ist die Polizei«, sagte Daniel. Der Chauffeur sah das sich nähernde Auto an, dann wieder das offene Tor. Seine ganze Zukunft lag zwischen diesen beiden Richtungen. Nach 10 langen Sekunden traf er seine Entscheidung. Er legte den Rückwärtsgang ein. Der Wagen fuhr langsam rückwärts. Weg vom offenen Tor, weg vom leeren Gebäude, weg vom Plan, der entworfen worden war, um das Leben eines Mannes auszulöschen. Als der Wagen wendete, hielt das unauffällige Polizeiauto vor ihnen an. Ein weiteres Auto tauchte hinter ihnen auf und blockierte die Straße. Alles wurde sehr still. Daniel Whitmore saß auf dem Rücksitz, atmete langsam und dachte an einen Garten, ein Glashaus und eine ruhige Stimme, die gesagt hatte, »Bleib still, folge mir«, denn manchmal wird ein Leben gerettet, nicht durch Leibwächter, nicht durch Kameras, nicht durch Geld, sondern durch jemanden, der aufpasste, als alle anderen zu beschäftigt waren. Die Straße war still, abgesehen vom leisen Geräusch der laufenden Motoren. Daniel Whitmore saß auf dem Rücksitz des Wagens und beobachtete, wie 2 unauffällige Polizeifahrzeuge anhielten, eines vorne und eines hinten. Der Chauffeur auf dem Vordersitz hatte nun beide Hände am Lenkrad, wie ein Mann, der verstand, dass das, was als nächstes kam, den Rest seines Lebens bestimmen würde. Ein Zivilbeamter stieg aus dem vorderen Wagen und ging langsam auf sie zu. Er eilte nicht. Er griff nicht nach seiner Waffe. Er ging wie ein Mann, der bereits wusste, dass die Situation unter Kontrolle war. Der Beamte hielt am Fahrerfenster an und klopfte einmal. Der Chauffeur blickte zu Daniel zurück. Daniel gab ein kleines Nicken. »Öffnen Sie die Tür.« Der Chauffeur öffnete die Tür und stieg langsam mit sichtbaren Händen aus. Ein weiterer Beamter aus dem zweiten Wagen kam näher und führte ihn bestimmt, aber sanft zum Straßenrand. Daniel blieb einen Moment auf dem Rücksitz sitzen, atmete langsam, ließ die Realität dessen, was fast geschehen wäre, zu etwas Solides und Realem werden. Dann öffnete der erste Beamte die hintere Tür. »Herr Whitmore?« »Ja«, sagte Daniel. »Ich bin Detektiv Müller«, sagte der Mann und zeigte seinen Ausweis. »Ihr Freund, Herr Huber, hat uns, räuspert sich, angerufen. Geht es Ihnen gut?« Daniel stieg aus dem Wagen und sah sich um. Die leere Straße, das offene Tor in der Ferne, die stillen Gebäude, die fast sein Gefängnis geworden wären. »Ja«, sagte Daniel. »Es geht mir gut.« Detektiv Müller studierte sein Gesicht einen Moment lang wie jemand, der viele Menschen am Schockzustand gesehen hatte und wusste, wie es aussah, wenn jemand sehr hart versuchte, es nicht zu zeigen. »Wir brauchen eine Aussage«, sagte Müller, »und wir brauchen, dass Sie uns alles von Anfang an erzählen.« Daniel nickte. »Das werde ich«, sagte er, »aber der Anfang wird seltsam klingen.« Detektiv Müller lächelte ein kleines, müdes Lächeln. »Herr Whitmore, in meinem Beruf ist das Seltsame das Normale. Erzählen Sie mal.« Sie standen nahe am Polizeiwagen, während ein anderer Beamter ein paar Meter entfernt mit dem Chauffeur sprach. »Es begann in meinem Garten«, sagte Daniel, weil ein kleines Mädchen etwas hörte, das sie nicht hören sollte, und dann die Geschichte erzählte. Er erzählte ihnen von dem Glashaus, der Aufnahme, dem gewechselten Nummernschild, dem anderen Chauffeur, dem Gespräch, das er über die Lautsprecherfunktion des Telefons gehört hatte und das die Art und Weise verändert hatte, wie er sein eigenes Leben betrachtete. Detektiv Müller unterbrach nicht, er hörte nur zu und machte gelegentlich Notizen in einem kleinen Notizbuch. Als Daniel fertig war, stellte Müller eine Frage. »Haben Sie die Aufnahme noch?« »Ja«, sagte Daniel. »Das Mädchen, das sie aufgenommen hat, hat sie. Sie lebt auf meinem Grundstück. Ihr Vater ist mein Gärtner.« Müller nickte. »Wir werden diese Aufnahme brauchen. Es ist ein wichtiges Beweismittel.« Daniel blickte wieder zum offenen Tor. »Werden Sie heute verhaften?« fragte er. Müller schloss langsam sein Notizbuch. »Wir haben genug, um Sie zur Befragung mitzunehmen«, sagte er. Der Chauffeur hat bereits angefangen zu reden. Die Leute fangen normalerweise an zu reden, wenn sie merken, dass diejenigen, die sie angeheuert haben, nicht da sind, um sie zu schützen. Daniel nickte. Er hatte es erwartet. »Und meine Frau?« fragte Daniel. Müller sah ihn sorgfältig an, bevor er antwortete. »Das hängt davon ab, was wir beweisen können«, sagte er. »Die Aufnahmen helfen, die Geldüberweisungen helfen, die Aussage des Chauffeurs hilft, aber Fälle wie dieser werden Stück für Stück aufgebaut. Es ist nicht wie am Fernsehen. Es braucht Zeit.« Daniel verstand das. Er hatte Geschäftsabschlüsse auf dieselbe Weise aufgebaut. Langsam, vorsichtig, Dokument für Dokument. Müller sah ihn wieder an. »Sie hatten Glück«, sagte der Detektiv. Daniel schüttelte leicht den Kopf. »Ich hatte kein Glück«, sagte er. »Ich hatte nur jemanden, der aufpasste.« Müller nickte. »Die meisten Leute haben das nicht«, sagte er. »Die meisten glauben, die Gefahr kommt von Fremden,
Sie erwarten nicht, dass sie von jemandem kommt, der ihren Terminkalender kennt. Daniel lächelte ein kleines, müdes Lächeln. Ja, sagte er, das habe ich diese Woche gelernt. Einer der anderen Beamten kam näher. Der Chauffeur ist bereit zu reden, sagte er leise zu Müller. Er nennt bereits Namen. Müller nickte, dann wandte er sich Daniel zu. Herr Whitmore, ich empfehle Ihnen heute nicht allein nach Hause zurückzukehren, sagte er. Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, weiß Ihre Frau immer noch nicht, dass der Plan fehlgeschlagen ist, und Menschen können unberechenbar sein, wenn Pläne scheitern. Daniel dachte einen Moment darüber nach. Ich muss trotzdem zurück, sagte er. Das ist mein Zuhause. Müller sah ihn lange an, dann nickte er. Dann werden wir Beamte in der Nähe haben, sagte er. Unauffällig. Sie wird uns nicht sehen, aber wir werden da sein. Daniel blickte ein letztes Mal auf die leere Straße, bevor er in den Polizeiwagen stieg, um seine formelle Aussage zu machen. Als der Wagen losfuhr, lehnte er den Kopf leicht zurück und schloss für einen Moment die Augen. Er dachte nicht an die Polizei, er dachte nicht an den Chauffeur, er dachte nicht einmal an seine Frau. Er dachte an eine kleine Steinmauer in einem Garten, ein Glashaus aus Glas und eine ruhige Stimme, die gesagt hatte, bleib still, folge mir. Und ihm wurde etwas klar, das er für den Rest seines Lebens nicht vergessen würde. Macht, Geld und Erfolg hatten seine Welt aufgebaut, aber die Person, die ihm das Leben gerettet hatte, war die einzige Person in dieser Welt, die nichts davon besaß. Als Daniel Whitmore an diesem Nachmittag nach Hause zurückkehrte, sah das Haus genau so aus wie an diesem Morgen. Dieselbe lange Auffahrt, dieselben weißen Säulen, dieselbe stille Veranda. Hätte jemand in diesem Moment am Haus vorbeigefahren, hätte er ein schönes, ruhiges und unberührtes Zuhause gesehen, als wäre nichts auf der Welt falsch. Aber Daniel wusste, dass, bevor der Tag endete, die Wahrheit durch die Haustür kommen würde. Er stieg aus dem Wagen und dankte Detektiv Müller, der auf dem Fahrersitz des unauffälligen Fahrzeugs saß. Wir bleiben in der Nähe, sagte Müller. Wenn sich etwas falsch anfühlt, rufen Sie mich sofort an. Daniel nickte. Danke. Er ging langsam die Eingangsstufen hinauf und öffnete die Tür. Elizabeth war ihr am Wohnzimmer und saß mit einem Buch in der Hand auf dem Sofa. Sie blickte auf und lächelte überrascht. »Du bist schon zurück?« sagte sie. »Ich dachte, dein Flug wäre heute Morgen.« Daniel legte seine Aktentasche nahe der Tür ab und zog seine Jacke aus. »Die Pläne haben sich geändert«, sagte er ruhig. Sie studierte sein Gesicht sorgfältig. »Das hast du diese Woche oft gesagt«, sagte sie. »Ja«, antwortete er. »Es war so eine Woche.« Sie schloss langsam ihr Buch. »Wurde das Meeting abgesagt?« »Nein«, sagte Daniel. »Etwas anderes ist passiert. Es gab eine kleine Pause am Raum. Die Art von Pause, in der zwei Menschen spüren, dass das Gespräch gleich zu etwas mehr wird. Elizabeth stand auf. »Daniel, du fängst an, mir Sorgen zu machen«, sagte sie sanft. »Du verhältst dich sehr seltsam. Du sagst Reisen ab, bleibst zu Hause, stellst seltsame Fragen. Ist etwas bei der Arbeit passiert?« Daniel sah sie lange an, bevor er antwortete. »Ja«, sagte er. »Etwas ist passiert, aber nicht bei der Arbeit.« Sie sprach nicht. Daniel griff in seine Aktentasche und zog einen kleinen Umschlag heraus. Darin war ein ausgedrucktes Foto, das Martin ihm an diesem Morgen gegeben hatte. Ein Foto von Elizabeth und Ryan Keller zusammen, wie sie 2 Wochen zuvor ein Hotel betraten. Er legte das Foto auf den Tisch vor sie. Elizabeth blickte hinunter. Zum ersten Mal, seit Daniel sie kannte, sah er, wie ihr Gesicht für nur eine Sekunde die Kontrolle verlor. Nur eine Sekunde, aber es war genug. Sie sah ihn wieder an. »Du hast mich bespitzeln lassen?« fragte sie leise. »Ich habe jemanden geschickt, um mir die Wahrheit zu sagen«, antwortete Daniel. Sie sagte nichts. Dann holte er sein Telefon heraus und legte es auf den Tisch. Er drückte Play. Die Aufnahme aus dem Glashaus erfüllte den Raum. Ihre ruhige, kalte Stimme, die über den Wagen sprach, den Chauffeur, die Versicherung und wie lange jemand verschwinden könnte, bevor das Geld ausgezahlt würde. Elizabeth rührte sich nicht, während die Aufnahme lief. Als sie endete, wurde das Haus sehr still. »Du hättest das nie hören sollen«, sagte sie schließlich. Daniel sah sie an, und etwas in ihm fühlte sich sehr müde an. »Nein«, sagte er, »ich hätte das nie hören sollen. Ich hätte in den Wagen steigen sollen.« Sie leugnete es nicht, sie weinte nicht, sie schrie nicht. Sie stand einfach da und sah auf den Tisch, wie jemand, der am Ende eines langen Weges angekommen ist und weiß, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. »Ich habe ihm 15 Jahre gegeben«, sagte sie leise. »15 Jahre meines Lebens.« Daniel nickte langsam. »Ja«, sagte er. »So war es. Und du weißt, wie sich das anfühlt«, fuhr sie fort. Ihre Stimme zitterte jetzt ein wenig. »In einem großen Haus allein zu leben, allein zu Abend zu essen, allein zu Veranstaltungen zu gehen, während dein Mann immer in einem Flugzeug ist, immer in einem Meeting, immer am Telefon.« Daniel unterbrach sie nicht. »Ich habe gewartet«, sagte sie,
Ich habe gewartet, als du dein Unternehmen aufgebaut hast. Ich habe gewartet, als du sagtest, die Dinge würden sich beruhigen. Ich habe gewartet, als du sagtest, das nächste Jahr würde besser sein. Aber das nächste Jahr kam nie, Daniel. Es war immer eine weitere Reise, ein weiterer Deal, ein weiteres Meeting. Also hast du beschlossen, mich zu töten? Fragte Daniel leise. Elizabeths Augen füllten sich mit Tränen, doch ihre Stimme blieb fest. Ich habe entschieden, dass ich nicht mit nichts gehen würde, sagte sie. Das Haus steht auf deinen Namen, die Firma steht auf deinen Namen, die Konten stehen auf deinen Namen. Wenn ich mich scheiden ließe, müsste ich um alles kämpfen. Anwälte, Gerichte, Jahre meines Lebens. Aber wenn du verschwendest, käme alles stillschweigend zu mir. Daniel sah sie an und erkannte etwas sehr Wichtiges und sehr Trauriges. Sie sprach nicht wie eine Frau, die plötzlich böse geworden war. Sie sprach wie eine Person, die sich allmählich davon überzeugt hatte, dass dies der einzige Ausweg war. War es Ryans Idee? Fragte Daniel. Sie zögerte für eine Sekunde. Ryan zeigte mir die Zahlen, sagte sie. Ryan zeigte mir, wie die Versicherung funktioniert. Ryan zeigte mir, dass ich 15 Jahre meines Lebens verschwendet hatte und mit nichts gehen würde. Daniel nickte langsam. Also löste Ryan dein Problem, sagte er, indem er mich zu einem machte. In diesem Moment klopfte es an der Haustür. Elizabeths Kopf drehte sich zum Geräusch. Daniel rührte sich nicht. Das Klopfen kam wieder, lauter. Diesmal ging Daniel zur Tür und öffnete sie. Detektiv Müller stand da, den Ausweis in der Hand. Frau Whitmore, sagte Müller, als er eintrat. Wir müssen Sie mitnehmen. Wir haben einige Fragen zu einer Verschwörung, zur Entführung und zum Versicherungsbetrug. Elizabeth schloss für einen Moment die Augen. Sie rannte nicht, sie stritt nicht. Sie nickte nur einmal, wie eine Person, die wusste, dass dieser Moment kommen würde, von der Sekunde an, als der Plan begonnen hatte. Als die Polizei ihr sanft die Handschellen anlegte, sah sie Daniel ein letztes Mal an. Ich habe dich einmal geliebt, sagte sie leise. Daniel sah sie lange an, bevor er antwortete. Ich weiß, sagte er. Deshalb ist das alles so schwer zu verstehen. Die Polizei führte sie aus dem Haus, vorbei an der Haustür, vorbei an der langen Auffahrt, vorbei am Garten, wo die Rosen immer noch blühten, als hätte sich nichts auf der Welt geändert. Doch Daniel Whitmore wusste, dass sich alles geändert hatte, denn die Wahrheit war endlich in sein Haus gekommen, und sie war mit einem bekannten Gesicht gekommen. Nachdem der Polizeiwagen die lange Auffahrt hinuntergefahren war, wurde das Haus sehr still. Nicht die Art von ruhiger Stille, die Daniel Whitmore früher zu genießen glaubte. Es war eine andere Art von Stille. Die kommt, nachdem etwas zerbrochen ist und man den Nachhall noch am Kopf hören kann. Er stand lange am Wohnzimmer und sah auf den Sessel, in dem Elizabeth Minuten zuvor gesessen hatte. Ihr Buch lag noch auf dem Tisch, ihre Teetasse war noch warm. Alles sah aus, als wäre sie einfach aus dem Raum gegangen und würde gleich zurückkommen. Aber Daniel wusste, dass sie nicht zurückkommen würde, nicht in dieses Haus, nicht in dieses Leben. Er ging langsam zu seinem Büro, betrat es aber nicht. Stattdessen drehte er sich um und ging durch die Hintertür in den Garten. Die Nachmittagssonne warf lange Schatten über den Rasen. Die Luft roch nach Erde, Blättern und geschnittenen Stängeln. Der Gärtner war in der Nähe des Zauns und räumte am Ende des Tages seine Werkzeuge weg. Als er Daniel sich nähern sah, richtete er sich sofort auf. »Herr Daniel!« Daniel schüttelte leicht den Kopf. »Sie müssen mich nicht die ganze Zeit Herr Daniel nennen«, sagte er still. Der Gärtner machte eine kleine respektvolle Geste, wusste aber nicht, wie er ihn sonst ansprechen sollte. Also sagte er nichts. »Wo ist deine Tochter?« fragte Daniel. »Sie ist dort«, sagte der Gärtner und zeigte zur Steinmauer nahe dem Rosengarten. Sie saß am selben Ort wie immer, ihr Notizbuch auf den Knien, ein Bleistift in der Hand. Sie blickte auf, als Daniel näher kam, sprach aber nicht. Sie wartete einfach. Daniel setzte sich auf die Steinmauer neben sie, genau wie ein paar Tage zuvor. Eine Weile sagte keiner von beiden etwas. »Was zeichnest du heute?« fragte er schließlich. Sie drehte das Notizbuch leicht, damit er es sehen konnte. Es war eine Zeichnung des Glashauses, der Glaswände, der Tür, der Bäume daneben und zweier kleiner Figuren, die drinnen standen. »Du zeichnest, wo du sie gehört hast«, sagte Daniel. Sie nickte. »Damit ich es nicht vergesse«, sagte Daniel. Er blickte lange auf die Zeichnung, dann sagte er langsam, vorsichtig, wie ein Mann, der sicherstellen wollte, dass die Worte richtig waren. »Du hast mir das Leben gerettet«, sagte er. Sie blickte auf die Zeichnung, nicht auf ihn. »Ich habe Ihnen nur gesagt, was ich gehört habe«, sagte sie. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Viele Leute hören Dinge und bleiben still. Viele Leute sehen Dinge und schauen weg. Du hast es nicht getan.« Sie schwieg einen Moment. Dann sagte sie, »Mein Vater sagt, wenn man etwas Schlechtes sieht und still bleibt, dann gehört ein kleiner Teil des Schlechten auch dir.« Daniel nickte langsam. »Dein Vater ist ein sehr weiser Mann«, sagte er wieder. Sie saßen ein paar Minuten schweigend da,
und beobachteten, wie das Licht über den Garten wanderte. »Bist du traurig?« fragte sie plötzlich. Daniel dachte lange über diese Frage nach, bevor er antwortete. »Ja«, sagte er, »aber nicht aus dem Grund, den die meisten denken würden.« Sie wartete. »Ich bin traurig«, sagte er langsam, »weil ich ein sehr großes Leben aufgebaut habe, aber nicht bemerkt habe, dass mein eigenes Zuhause zu einem leeren Ort wurde. Ich dachte, Geld bereitzustellen sei dasselbe wie ein Leben bereitzustellen. Ich dachte, die ganze Zeit zu arbeiten sei dasselbe wie jemanden zu lieben. Ich habe mich in einigen dieser Dinge geirrt.« Sie hörte aufmerksam zu, wie sie es immer tat. »Weißt du, was das Schlimmste ist?« fragte Daniel. Sie schüttelte den Kopf. »Das Schlimmste ist nicht, dass jemand versucht hat, mir alles zu nehmen«, sagte er. »Das Schlimmste ist zu erkennen, dass wir viele Jahre lang am selben Haus lebten, aber völlig unterschiedliche Leben führten. Und ich habe es nicht gesehen.« Sie dachte darüber nach, auf die ernste Weise, wie Kinder manchmal über das nachdenken, was Erwachsene sagen. Nach einem Moment sagte sie, »Wenn mein Vater etwas pflanzt, prüft er es jeden Tag, auch wenn es gut aussieht. Er sagt, Probleme sind leichter zu beheben, wenn sie klein sind.« Daniel blickte wieder in den Garten. »Ich glaube, dein Vater versteht das Leben besser als die meisten Menschen, die ich kenne«, sagte er. Sie schloss ihr Notizbuch. »Was wird jetzt passieren?« fragte sie. Daniel beugte sich vor, verschränkte die Hände. »Jetzt wird es Anwälte geben«, sagte er, »und Gerichte und viele Leute, die Fragen stellen, und viele lange Tage.« Sie nickte langsam. »Das klingt anstrengend.« Daniel lächelte ein wenig. »Das wird es sein.« Er griff in seine Tasche und zog einen kleinen Umschlag heraus. Er hielt ihn einen Moment in der Hand, dann reichte er ihn ihr. Sie sah ihn an, öffnete ihn aber nicht. »Was ist das?« fragte sie. »Das ist etwas für deine Zukunft«, sagte Daniel. »Für die Schule eines Tages, für das, was du werden willst.« Sie versuchte es sofort zurückzugeben. »Ich habe es nicht für Geld getan«, sagte sie. »Ich weiß«, sagte Daniel sanft und schloss ihre Finger um den Umschlag. »Deshalb verdienst du es. Das ist keine Bezahlung, es ist meine Art, sicherzustellen, dass jemand, der die Wahrheit sagt und das Richtige tut, mehr Möglichkeiten am Leben hat.« Sie sah wieder auf den Umschlag, aber diesmal widersprach sie nicht. »Darf ich dir etwas sagen?« fragte Daniel. Sie nickte. »Du hast diese Woche etwas in mir verändert«, sagte er. »Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, Erfolg bedeute Geld, Gebäude, Geschäfte und Terminkalender. Aber diese Woche habe ich gelernt, dass Erfolg etwas viel Einfacheres sein könnte.« »Wie was?« fragte sie. »Wie die Art von Person zu sein, die bemerkt, wenn etwas nicht stimmt«, sagte er, »und mutig genug ist, es zu sagen.« Sie dachte einen Moment darüber nach. Dann sagte sie, »Mein Vater sagt, das Richtige zu tun ist normalerweise die schwierige Sache.« Daniel nickte. »Ja«, sagte er, »normalerweise ist es das.« Die Sonne war jetzt fast verschwunden und der Garten wurde golden und dann langsam grau. Während Daniel Whitmore auf einer niedrigen Steinmauer neben einem stillen Mädchen mit einem Notizbuch saß, wurde ihm klar, dass das wichtigste Gespräch seines Lebens nicht in einem Sitzungssaal stattgefunden hatte, nicht in einem Flugzeug, nicht in einem Meeting, das Millionen von Franken wert war. Es war hier, in einem Garten, denn am Ende war es kein mächtiger Mann, der ihm das Leben gerettet hatte. Es war eine Person, die nichts hatte, außer Mut und einem Sinn für richtig und falsch. 3 Monate später sah das Anwesen der Whitmores anders aus. Nicht, weil das Haus sich verändert hatte. Das Haus war immer noch groß, immer noch still, immer noch umgeben von Bäumen und sorgfältig gepflegten Gärten. Die steinerne Auffahrt bog sich immer noch auf dieselbe Weise. Das Glashaus fing immer noch die Morgensonne ein und strahlte in den frühen Stunden sanft. Aber das Leben am Haus hatte sich geändert. Daniel Whitmore reiste nicht mehr jede Woche. Das Unternehmen lief weiter, wuchs weiter, aber er hatte einen Teil seines Büros in ein kleineres Gebäude verlegt, näher am Zuhause. Er nahm häufiger an Videokonferenzen teil. Er delegierte mehr. Zum ersten Mal seit 20 Jahren hatte er angefangen zu verstehen, dass, wenn ein Unternehmen ein paar Tage nicht ohne ihn funktionieren konnte, er kein Unternehmen gebaut hatte, sondern ein Gefängnis. Der Gerichtsfall schritt noch voran. Ryan Keller war wegen Verschwörung, Entführung und Versicherungsbetrug angeklagt worden. Der Chauffeur hatte einen Deal gemacht und ausgesagt. Die Aufnahmen aus dem Glashaus waren zu Schlüsselbeweismitteln geworden. Banküberweisungen, Anruf- und Nachrichtenprotokolle hatten den Rest der Geschichte Stück für Stück vervollständigt, genau wie Martin und Detektiv Müller gesagt hatten, dass es geschehen würde. Elizabeth hatte sehr gute Anwälte angeheuert, aber die Wahrheit war schwer zu bestreiten, wenn sie in der eigenen Stimme aufgenommen war. Daniel ging nicht zu jeder Gerichtsverhandlung, er ging zur ersten und das war genug. Elizabeth auf der anderen Seite des Gerichtssaals zu sehen, nicht als seine Frau, sondern als Angeklagte, war etwas,
das er nicht mehr als einmal erleben musste. Manche Enden mussten nicht immer wieder gesehen werden. An einem ruhigen Samstagmorgen ging Daniel mit einer Tasse Kaffee in der Hand in den Garten. Die Luft war frisch und die Blätter hatten gerade erst begonnen, sich rot und golden zu färben. Der Gärtner reparierte eine Holzbank nahe dem Rosengarten. »Guten Morgen«, sagte Daniel. »Guten Morgen«, antwortete der Gärtner. Daniel beobachtete ihn einen Moment lang bei der Arbeit. »Sie haben diesen Ort lange gepflegt«, sagte Daniel. Der Gärtner nickte. »Ja«, sagte Daniel langsam. »Ich dachte immer, ich besitze diesen Ort. Aber jetzt glaube ich, ich war nur jemand, der hier schlief und seine Anzüge hier aufbewahrte, während Sie derjenige waren, der sich wirklich darum kümmerte.« Der Gärtner lächelte ein wenig, arbeitete aber weiter. »Ein Haus braucht Menschen, die präsent sind«, sagte er. »Nicht nur Leute, die dafür bezahlen.« Daniel nickte. »Das fange ich an zu verstehen.« Er blickte zur Steinmauer. Sie war wie immer da, saß mit ihrem Notizbuch, aber diesmal lagen auch Bücher neben ihr. Neue Schulbücher. Daniel ging zu ihr und setzte sich neben sie. »Was lernst du gerade?« fragte er. »Mathematik«, sagte sie, »und Lesen und Geschichte.« »Geschichte ist wichtig«, sagte Daniel. »Sie hilft dir zu verstehen, wie Menschen gute und schlechte Entscheidungen treffen.« Sie sah ihn an. »Meine Lehrerin sagt, Geschichte handelt meistens davon, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen.« Daniel lachte leise. »Deine Lehrerin hat wahrscheinlich recht.« Sie schloss ihr Buch. »Wirst du manchmal wieder reisen?« fragte sie. »Manchmal«, sagte Daniel, »aber nicht die ganze Zeit.« Er blickte in den Garten, dann wieder zu ihr. »Erinnerst du dich an das Erste, was du mir an diesem Morgen gesagt hast?« fragte er. Sie nickte. »Ich sagte ihnen, sie sollten still bleiben und mir folgen. Das war der Moment, in dem sich mein Leben änderte«, sagte Daniel. Sie dachte darüber nach. »Sie hätten nicht zuhören müssen«, sagte sie. »Ja«, antwortete Daniel, »ich hätte es nicht tun können. Und wenn ich nicht zugehört hätte, säße ich jetzt nicht hier.« Sie saßen eine Weile schweigend da und lauschten dem Wind, der durch die Bäume strich. »Darf ich dir etwas Wichtiges sagen?«, sagte Daniel schließlich. Sie nickte. »Es wird viele Momente in deinem Leben geben, in denen du etwas siehst, das falsch ist«, sagte er. »Vielleicht jemand, der grausam behandelt wird, vielleicht jemand, der lügt, vielleicht etwas Ungerechtes. Und die meisten Leute werden dir sagen, du sollst still bleiben, weil es einfacher und sicherer ist.« Sie hörte sehr aufmerksam zu. »Aber die Menschen, die Leben verändern«, fuhr Daniel fort, »sind normalerweise die Menschen, die beschließen, nicht still zu bleiben.« Sie dachte lange darüber nach, dann fragte sie, »Auch wenn es Ärger macht?« Daniel nickte. »Besonders wenn es Ärger macht.« Sie sah wieder in ihr Notizbuch. Dann sagte sie sehr leise, »Mein Vater sagt, das Richtige zu tun macht dein Leben nicht immer einfacher, aber es hilft dir, nachts zu schlafen.« Daniel blickte wieder in den Garten, das Glashaus, die lange Auffahrt, die sich zur Straße bog, wo einst ein anderer Wagen gewartet hatte. »Ich glaube, dein Vater hat recht«, sagte Daniel. Er griff in die Tasche seiner Jacke und zog einen kleinen Schlüsselbund heraus. Er hielt ihn einen Moment in der Hand, dann reichte er ihn ihr. Sie sah ihn verwirrt an. »Was ist das?« »Das ist der Schlüssel zum Glashaus«, sagte Daniel. »Von jetzt an ist das dein Platz. Du kannst dort pflanzen, was du willst. Blumen, Gemüse, was auch immer. Es gehört dir, um es zu pflegen.« Ihre Augen weiteten sich leicht. »Wirklich?« »Ja«, sagte er, »denn dieses Glashaus ist der Ort, an dem du die Wahrheit gehört hast. Und manchmal ist der Ort, an dem du die Wahrheit hörst, der Ort, an dem du etwas Neues beginnst.« Sie hielt die Schlüssel vorsichtig in der Hand, als wären sie etwas sehr Wichtiges. »Danke«, sagte sie. Daniel stand langsam auf und blickte noch einmal in den Garten. 3 Monate zuvor wäre er fast aus der Welt verschwunden, ohne dass jemand gewusst hätte, warum. Jetzt verstand er etwas, das er sich gewünscht hätte, viel früher in seinem Leben verstanden zu haben. Erfolg war nicht die Größe deines Hauses. Erfolg war nicht die Anzahl der Leute, die für dich arbeiteten. Erfolg war nicht das Geld auf deinem Bankkonto. Erfolg war, lebendig zu sein, um an einem ruhigen Morgen in einem Garten zu sitzen und ein klares Gewissen zu haben, wenn man auf die Entscheidungen zurückblickte, die man getroffen hatte. Daniel Whitmore ging langsam zurück zum Haus. Nicht als ein Mann, der alles hatte, sondern als ein Mann, der fast alles verloren hatte und deshalb endlich verstand, was wirklich zählte. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass Gefahr nicht immer von Fremden kommt und Verrat nicht immer von Feinden. Manchmal kommen die größten Bedrohungen leise von Menschen, denen wir vertrauen, und von Routinen, die wir nie hinterfragen. Die Geschichte lehrt uns auch, dass Mut nicht von Alter, Geld oder Macht abhängt. Ein stilles Mädchen mit Ehrlichkeit und Tapferkeit kann das Schicksal eines mächtigen Mannes ändern. Die Lektion ist einfach, aber kraftvoll. Achte immer auf die kleinen Zeichen. Ignoriere niemals, was du als falsch erkennst. Und bleibe niemals still, wenn die Wahrheit ein Leben retten kann. Am Ende kommt Gerechtigkeit nicht immer aus der Stärke, sondern aus dem Mut, der Wahrheit und der Entscheidung, das Richtige zu tun,
auch wenn es schwierig ist.